Geht da was? Ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, bei der Birgit geht definitiv was. So, habe ich die Ehre beieinander. Frau Semkelweib, Frau Birgit, der Herr Werb und der Herr Dampfexpress. Der Birgit hat den Breselfetzen schon durchgerissen, das heißt, bei der geht halt definitiv was. Was da geht, ist jetzt die andere Frage, das müsst ihr im Klardrucken nachlesen. Grüß euch beieinander, wie geht's euch? Ich war da gestern kurzzeitig im Fieberhalbschlaf voll gehypt auf Battlefield 2042, Demand Stream. Ja, ich hab da gestern den einen oder anderen so ein bisschen an die Schlippe gekriegt. Ja, also der Sei war auch felsenfest davon überzeugt, dass ich Battlefield spiele. Also, einerseits amüsant, andererseits aber schockierend, dass mit Leuten nach 1,5 Jahren immer noch so wenig kennen, dass ich definitiv freiwillig keinen Shooter spiele. aber war shit, die Reaktion war dann shit zum sagen, scheiße, das ist ja 1. April. Mescalin habe ich dir, grüß dich. Leider ist fit bei euch. Wie schauen wir aus? Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Haben wir die Woche gut umgebracht, ist die Frage. Ja, offensichtlich. Für das Wochenende ist ja eigentlich schon gleich wieder blöderweise. Ja. Also ich hab, zu meiner Verteidigung, ich hab noch kein Wochenende nicht gehabt. Ja. Ich bin seit Montag am Arbeiten, ja, in der Firma. Ich werde heute wieder in die Arbeit gehen und das wird sich durchziehen bis einschließlich Donnerstag. Ich habe jetzt dann 5 Tage Nachtschicht vor mir. Ja, ich hab dann nächste Woche dann dafür wegen frei. Oder nächstes Wochenende, besser gesagt. Du chillst auf der Couch. Und das würde ich dir auch raten mit deiner Situation. Ja? Immer schön Nose und Start halten, ja, damit ja nichts passiert. Birgit. Und du hast Zeichenprogramm auspackelt. Ja, mit der blauschigen Farbe zeichnet sie sich gut, habe ich gehört. Ich hab gehört, da zeichnet sie sich gut. Oh, der Mescalin ist im Urlaub. Haben wir daheim im Urlaub oder auswärts? Mit Mescalin, wie schaut's so aus? Wenn du jetzt sagst, du bist im Süden, dann bin ich dezent neidisch. Wobei, brauche ich eigentlich auch nicht so, weil bei mir geht es in 2 Monaten auch schon dahin. Schauen wir mal. Ich habe übrigens das eine oder andere Balkonien. Ist ein zauberhafter Urlaubsort. Den kann ich jedem ans Herz legen. Ja? Also wer noch nie auf Balkonien war, traumhafte Aussicht. Kann ich an jeden empfehlen. Was ich sagen wollte, ich habe ein paar Fotos auf dem PC gezogen von der Baustelle. Ich glaube, ich werde den Kai ein wenig von der Baustelle zeigen. Also nachdem wir mit dem Content fertig haben. Es sind jetzt nicht alle Fotos. Ich sag's euch, wie es ist. Ich denke da nie dran, auf der Baustelle Fotos zum Schießen. Wir haben ja tatsächlich schon ein kleines bisschen weiter als das, was auf die Fotos jetzt dann später sehen wird. Aber ich glaube, es kriegt dann einen ganz guten Eindruck von dem Ganzen, was sich da aktuell bei mir was sich da so ein bisschen abspielt. Ja, weil ich rede ja von der Baustelle und vom Arbeiten und vom Werkeln und vom Renovieren, aber heute wird's dann einmal sehen, um was genau dass es sich da überhaupt handelt. Ja. Also machen wir aber dann, wie gesagt, erst nachdem wir mit dem Spiel fertig haben. Ja. Also da haben dann ein paar mehr Leute, da gehe ich jetzt einmal davon aus. Ja, es ist ja doch noch, na gut, es ist schon Mittag, ein paar schluffern am Sonntag noch, wer weiß das schon. Und ja, ich glaube, das passt dann schon. Sollte es für dich auf jeden Fall machen, ist eine nette Erinnerung. Ja, das sowieso. Es wird so werden, dass quasi jetzt dann demnächst, das wird wahrscheinlich sogar übernächste Woche dann schon passieren, weil da kommt dann der Elektriker. Wir werden dann wahrscheinlich auch mal ein Fotobuch machen. Zum einen, wo dann jetzt die ganze, also ich hört jetzt wirklich doof an, aber zum einen deswegen, dass wenn einmal irgendwas ist in der Wohnung, dann habe ich da so ein schönes Fotobüchlein in der Hand und dann kann ich genau sagen, aha, die Leitung ist da, die geht da hin, die ist ungefähr so weit vom Tierstock weg, wie auch immer, dass wenn einmal irgendwas ist in 20 Jahren, dass man da genau weiß, okay, wo darf man da hinstemmen und wo nicht. Und zum anderen natürlich machen wir noch mal ein Fotobüchel als Erinnerung, quasi so wie es halt 40 Jahre lang ausgeschaut hat und wie es halt dann im Laufe der Zeit sich verändert hat.
Nicht die dümmste Idee. Naja, ich sag mal so, bevor dass ich mir jetzt einen teuren Plan zeichnen los, wo alles genau einzeichnen ist und der dann wieder irgendwie beurkundigt werden muss, das wo dann wieder 1000 Euro kostet, machen wir lieber bei CBR Fotobirkel, das kostet mir 50 Euro und Fotos machen kostet mir gar nichts, weil das macht mir einfach nämlich mehr als wie zufriedenstellend. Und der Zweck ist genauso erfüllt. Da holt der Meterstab hin, dann kann ich, wer nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, der kann sehen, wie viele Zentimeter, dass die Leitung innerhalb dann liegt. Aber, naja. Aber da gibt es auch so einen Blinkerstift zum Leitungssuchen. Da haben wir auch alles. Ja, wir haben die ganzen Gerätschaften daheim, das haben wir jetzt beim Abreißen. Der Papa ist da, ich glaube, gefühlt 2 Stunden mit seinem Blinkding umeinander gerannt durch die Wohnung. Da hast du erst gemeint, du bist in der Diskothek unterwegs. Und dann piepst und blinkt es natürlich, wenn da eine Leitung sein sollte. Aber so, bevor dass ich dann halt sagen muss, weil du weißt ja nie, was kommt, bevor dass ich dann Tag ein, Tag raus mit dem Blinkgerät umeinander renne, dann sage ich, aha, okay, schau mal schnell ins Spiegel rein, die Leitung ist da, okay, passt, abwart. Ich finde das Gerät super. Ja, das ist ein Top, vor allem wenn du halt einen Altbau sanierst, da weißt du halt erst einmal überhaupt nicht, weißt, wo deine Leitungen haben. So, das war bei uns, das war so eine witzige Geschichte, das zeige ich dann auch auf dem Foto. Das müsste sogar drauf sein, weil normalerweise, also heutzutage werden die Leitungen immer senkrecht gelegt nach oben und dann halt quer oben an der Decke. Ja, also es geht in der Regel keine Leitung quer durch die Mauer durch. So ist es heute. Vor 40 Jahren war das anders. Wie wir dann zum Mauerabreißen angefangen haben und ich mit dem Stemmgerät da reingewerkelt bin, da hat es erst einmal kurz gemacht, weil da ist nämlich quer eine Leitung gegangen. Und dort Strom wo. War mal kurz, da hat es einmal kurz eine FI geworfen. Aber naja, passiert die Besten, habe ich gehört. Aber gut. So, aber zu dem sage ich dann noch, wie gesagt, ein wenig mehr. Ja. Viel wichtiger ist, wir werden halt dieses Projekt da, Pokémon, das werden wir halt beenden. Definitiv, wir haben halt ganz viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht haben wir in 2 Stunden fertig, vielleicht haben wir erst in 4 Stunden fertig. Ich weiß es nicht. Frau Bazi ist den ganzen Tag nicht im Haus, die werde ich halt nicht einmal sehen, weil die ist zu ihrer Verwandtschaft gefahren. Besser gesagt zu ihrer Oma. Und das ist ein ganzes Stück weit weg. Das ist in der Pfalz. Deswegen habe ich quasi halt sturmfreie Bude und kann mir es quasi ein wenig selber einteilen. Wir werden halt einen 8. Arena-Leiter machen. Wir werden einen Rivalenkampf machen. Wir werden uns Richtung Pokeliga aufmachen durch die Siegesstraße durch. Dann werden wir Teambuilding machen für die Pokeliga, so sollten wir so weit kommen, ne? Weil man kann ja vorher wipen, das ist ja durchaus möglich. Man soll ja einen Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber so war halt zumindest der Plan. Wir werden dann noch, falls nötig, die restlichen Encounter zusammensammeln, das sind nicht mehr allzu viel, das müssten noch 4 oder 5 Stück sein. Und dann kam der Showdown in der Pokeliga. Das wäre heute Ziel der Mission, ja? Die Pokeliga schaffen und somit auch die Challenge abzuschließen. Was wir dann nach Pokémon spielen, das sage ich auch heute noch. Ja? Da habe ich schon ganz genaue Vorstellungen, was wir da treiben. Genau. Natürlich wird es heute auch wieder so werden, dass ihr wieder Kanalpunkte verdienen könnt oder verlieren, je nachdem. Ne? Da werden wir auch wieder das eine oder andere Umfraglein machen können. Das bietet sich halt tatsächlich noch mal gut an. Und ja, dann schauen wir mal und dann sehen wir schon, da ich sagen. Ja, ich hoffe, wir schaffen die Challenge. Das war meine erste Nuzlocke-Challenge, die ich on-stream schaffe. Ja, bei den anderen 2 Nuzlocks ist es leider aber recht düster ausgegangen zum Ende hin. Schauen wir mal, vielleicht aller guten Dinge sind 3, habe ich mal gehört. In der Regel, wir haben in der ersten Wohnung erst beim Auszug den zweiten Sicherungskasten gefunden. War ein Uraltbau. Ja, früher hat es tatsächlich 2 Sicherungskassen gegeben. Das ist bei uns im Haus, pass auf, bei uns oben im Stockwerk ist einer. Und dann unten im Keller nur mit 2 Kasten, da haben aber Panzersicherungen drinnen. Da komme ich in der Regel nicht rein. Beziehungsweise da sollte ich die Finger davon lassen, weil da sitzt es ein wenig stärker, wenn ich da was falsch mache. Das hat mir auch der Pap gesagt, also da, wenn mal was ist, da brauchst du sowieso einen Elektriker. Aber es ist ja ganz komisch, also wie gesagt, vor 40 Jahren ist halt einfach ganz anders gebaut worden, wie vor, ja, wie heute oder vor 10 Jahren, weißt du schon. Haben wir gut gelacht? Ja, das glaube ich. Du ziehst 1000 und dann sagst du, hey, da ist noch ein 2. Sicherungskasten. Auch nicht schlecht. Aber ja, schauen wir mal. Ja, jetzt, wie gesagt, die Woche, also ab morgen praktisch, der wir Schlitzen anfangen. Beziehungsweise haben wir gestern eigentlich schon angefangen.
Aber morgen der wir halt dann richtig Leitungen schlitzen oder freischlitzen. Das ist noch mal ein wenig eine lästige Arbeit. Da stehst du ungefähr 10 Stunden auf der Baustelle. Gehst runter und hast irgendwie gefühlt nichts da. Aber mein Gott, das sind Arbeiten, die haben gemacht und bevor ich das etwa mache, los und unnötig viel Geld kostet, machen wir es selber. Die ganze Straße finster und Grillgeruch vom Keller war. Ja, genau. Ja, der Ding, der Elektriker, der gestern da war, hat gesagt, da musst du wirklich, wenn du dich nicht auskennst, Finger davon lassen, weil da, wenn du da eine wischt, dann stehst du in der Regel so schnell nicht mehr auf. Und in der Regel heißt, du stehst gar nicht mehr auf. Weil, ich meine, wenn etwas mit einer Panzersicherung gesichert ist, dann wird es wahrscheinlich schon so seinen Grund haben. Ne? Ich habe ja schon höchsten Respekt, generell habe ich Respekt vor der Elektriker. Und selbst wenn ich nur einen Lampenschirm da angelangen muss, bist du ein richtiger Hosenscheißer. Ja? Ich meine, wenn du jetzt einen Lampenschirm aufhängst und dir wischt es eine, da stirbst du ja. Da haut es dir halt ein wenig auf, das tut halt einmal ein paar Sekunden ein bisschen weh. Aber du stirbst halt nicht davon, weil das halt, ich weiß gar nicht, was ist denn auf einer normalen Steckdosenspannung drauf? 12 Volt? Ich weiß nicht. Von der stirbst du nicht. So. Aber wenn du dann halt zum Beispiel einen Backofen ansteckst, das wo halt Starkstrom ist, ja, da liegst du halt einmal geschwind hinten, wenn du da eine, ne? I wanna be the very best like no one ever was to catch them all. Is my real test, no trade them is my cause. Ja, schauen wir mal. Price of it. Schauen wir mal, ob das so hier hat. Spannung tut ja nichts, Ampere bringt die um. Da kenne ich mich zwäng aus. Da sage ich ganz ehrlich, ich bin, was das so geht, leider, auch wenn ich umbaue, trotz allem noch ein Noob. Ich weiß nur, dass man vor Elektrikern einen Respekt haben soll. Und wenn man eine gewischt kriegen soll, im Zweifelsfall immer vorher noch zum Dr. Gebiger Herzkammer flimmern. Das lernt man im Erste-Hilfe-Kurs, das sagt ja jeder Zweite auf der Baustelle. Aber ich weiß halt nur so, weil wenn du jetzt in Steckdosen oder beim Lampenschirm, wenn du da eine wischt, da stirbst du jetzt nicht. Ja? Also du kriegst halt eine gewischt. Du kriegst ja vom Weidezaun, jeder von uns ist mit Sicherheit schon mal vom Weidezaun drauf geworden. Ja? Auch ich. Das tut auch höllisch weh momentan, aber du stirbst halt auch nicht davon. So. Ist nicht so, dass die Mischung macht, niedrige Ampere und extrem hohe Volt genauso schlimm wie niedrige Volt und hohe Ampere? I don't fucking know. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wer hat noch nicht am Wortzaun angebieten? Na, das habe ich, also so krank war ich tatsächlich noch nie. Also ich habe nie so einen Vollsuff gehabt oder noch nie so eine Mutprobe machen müssen, Gott sei Dank, dass ich an einem Weidezaun ohne bieseln muss. Ich habe es aber zusammengebracht, dass also meine Schwägerin, also von meinem Bruder, die Frau im Endeffekt, die hat einmal 3 Viertel gehabt. Und wir haben einen Zaun, glaube ich, hergerichtet. Ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben nicht drauf gedacht, dass ja der Strom noch an ist, ne? Und ich bin quasi, jeder kennt halt so die Pferdeweidezäune, ne? Die weißen Stroh, das sind so 3 Stroh, die wo halt so, ja, das Pferd halt nicht durch kann und da ist halt Strom drauf. Und ich schläuf so zwischen den oberen und den unteren durch und war halt der festen Überzeugung, ja, der Strom ist aus, weil, ne, wir richten ja einen Zaun, da muss der Strom raus, weil sonst kannst du den Zaun ja logischerweise auch nicht angelangen, ne? Ja, mit der Bazi mit seinem jugendlichen Leichtsinn um 15 Jahre richtet sie auf, denkt sie, scheiße, ich hab Zaun vergessen, dreh mich um, der Weidezaun geht genau da um mein Herz um, busch, hab voll eine gewischt gekriegt. Da hätte mal 5 Sekunden kurz Sterndal gesehen, aber es war okay. Es war okay. Die Frage kommt von mir, der wo keinen Elektroberuf lernen darf hat, weil er Rot-Grün-Schwäche hat. Ich halt Elektrotechnik für Hexerei. Ja, ein Wunder der Technik, so PC-Bildschirme, gell? Wie die so funktionieren, so mit so ein bisschen Elektrik, was die so ausmacht. Weidezaun habe ich als Kind öfter mal hingelangt, einfach aus Spaß. Also da musst du vorher ganz schön hart gesonnen sein, wenn du freiwillig an einem Weidezaun... Weil es tut halt doch weh. Es ist ja jetzt nicht so, dass es ein wenig kitzelt. Ne? Also wenn du Hitler kriegst, schon sauber näher. So ist es nicht. Nicht bloß einmal, aber wir haben einen Weidezaun mit den Händen... Ihr seid so komplett narrisch. Ihr seid einfach komplett narrisch. Ich hab das immer vermieden, wenn es möglich ist. Manchmal war es halt nicht möglich. Aber wie gesagt, da fällt ja jeder mal drüber. Ja, jeder hat irgendwann schon mal einen Stromschlag gekriegt. Ob das jetzt von einem Weidezaun ist oder... Gut, im eigenen Haus ist es unwahrscheinlich, dass du eine gewischt kriegst. Aber ich denke mal, nahezu jeder hat irgendwann schon mal Kontakt mit einem Weidezaun gehabt. Das hast jetzt du gesagt.
Kommt immer auf den Zaum drauf an. Ein normaler Weidezaum mit Milchkühe ist nicht schlimm. Wenn da allerdings Bullen drinstehen, sollte man es lange unterlassen. Ja. Wie gesagt, auch da kann ich es nicht sagen, ob jetzt ein Pferdezaun stärker bestromt ist als wie ein Weidezaun, wo Milchkühe haben. Das weiß ich nicht. Ich kann nur so viel sagen, der Weidezaun von meiner Schwägerin, der hat schon gut reinknallt. So war es nicht. Wobei die Pferde aber halt auch stock brav waren. Gell? Also die hätten da nie Anstalten gemacht, da drüber zum Springen. Hätten sie auch nicht Kino, abgesehen davon. Aber das war halt wahrscheinlich eine Nummer sicher, ne? Für den Fall der Fälle. War bei mir in der Regel nur ein Pferdelzaun bzw. Kuhzaun. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne? Also du klangst, das war mir jetzt scheißegal, und wenn da gerade Zwergkaninchen drinnen warten, da die jetzt nicht freiwillig auf den Stromzaun hingelangen. Man glaube, wenn es jetzt so der wenn es dir ein wenig kieselt, weißt du schon, das ist also Strom im Sinne von, ja, das vibriert ein bisschen, ja, das ist mal, da darf ich auch hingelangen, aber jetzt auf einem Weidezaun, da die nicht freiwillig hingelangen. Ach, so ein bisschen zack, Britzel ist nicht verkehrt, wirst wieder wach. Ja, da durchaus. Birgit, vielleicht sollst du das morgen nicht mit kalt duschen probieren, sondern einfach einmal auf einen Weidezaun hingelangen. Please don't. Wenn's kalt duschen nicht mehr hilft, dann ist die neue Lösung Weidezaun angelangen. Im Zweifelsfall drauf bieseln. Dann bist du definitiv wach. Oder schlafst für immer, je nachdem. Je nachdem, was für ein Quickratz drin steht. Naja. So. Ja, ich wollte es nur angeboten haben. So. Freunde, jetzt darf ich mal langsam vorschlagen, wir schauen mal langsam mal in-game. Was darf man da davon hätten? So. Die gute Zinnoberinsel muss ich. So. 7 Orden haben wir in der Tasche. Der letzte Orden war ungefähr Komplettversager, der hat uns überhaupt nichts anhaben können. Und jetzt können wir eigentlich straight in den nächsten Orden gehen. Tatsächlich. Brauche ich aber erst einmal Pokémon, was fliegen kann. Wo Dampfe wo? Wir brauchen einen Dampfe. Habe ich schon gesehen. Dampf ist der einzige in der ganzen Mannschaft, der wo fliegen kann. So, schauen wir, wo haben wir denn? Nicht hier, okay. Da ist er. Sehr gut. Muss ich mal schauen, ich glaube Level Cap war jetzt 50, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Sehr gut. Und dann haben wir auf Nummer 7 gehen. Es sollte 50 sein. Yes. Level Cap ist 50. Okay. Jetzt will ich mal schauen, haben in der Bude überhaupt Trainer? Also ich weiß, im Remake tatsächlich, bei Gold und, was heißt im Remake, in der zweiten Generation waren keine Trainer mehr drin. Da muss ich aber auch dazu sagen, da war der Arenaleiter auch ganz anderer. Oder schauen wir jetzt einfach mal. Haben da Trainerin? Okay, da haben Trainerin. Okay, nice. Dann darf ich eher fast erst einmal die ganzen Trainer da machen, bevor wir ans Teambuilding gehen. Ich meine, der wird sowieso nicht alt. Da liegt der Thermierin. What the fuck? Okay, ich muss meinen Beutel ausladen, sonst geht da gar nichts. Hey, lol, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass in der Arena Items umeinander liegen. Ihr habt keinen Ingame-Sound? Das ist schlecht. Habt ihr jetzt so einen? Jetzt müsst ihr so einen haben. Beil auslernen? Ah ja. Oh, hab ich nicht gesagt.
Jetzt, okay, passt. Sorry. So, der mal ein Itembeutel ausladen, okay? So. Was haben wir denn da noch? Was brauchen wir definitiv nicht mehr? Ich glaube, wir brauchen Surfer nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen Stärke nicht mehr. Wir brauchen Protein können wir hernehmen. Meisterball, den legen wir jetzt dabei einmal ab. Den brauchen wir eventuell noch. Schauen wir mal. Townmap brauchen wir nicht mehr. Protein gebe ich noch her. Max Potion, Calcium, Iron, Carbos. Okay. TM14 legen wir mal ab. Dann müssen wir nachher, wenn wir Teambuilding machen für den Pokeliga, müssen wir mal die ganzen TMs durchforsten, was wir noch für Attacken haben. Da haben wir nämlich auch noch einiges auf Lager. Tatsächlich. Ist jetzt mein PC voll, oder? Was gibt's halt das auch? Ah, Wahnsinn. Ja, gut, okay. Servus, Sinti. Na, ist fit bei dir? So, Protein für... Ja, der Ripsi kriegt ein Protein von uns. Das ist gut. Calcium für Gurizent. Wer braucht Gurizent? Gurizent braucht ganz klar der Flash. Flash braucht Gurizent, auf jeden Fall. Eisen, wer hat Eisenmangel? Ich sage jetzt einfach mal, der Feido, der hat Eisenmangel, das ist wurscht. Das Carbon. Der Dampfe braucht der Carbon, weil er muss fliegen können, da muss man schnell sein. Beziehungsweise leicht. Tricky, okay. Habt ihr aber dere? Sie fliegen! Ja, schön, Dampfe, du hast ja äußerst gut weiterentwickelt. Ja? Ich will gerade mal anmerken, ja. Das ist der Dampfi, ja? Das ist ein Jetvogel. Hinter, wie geht's dir? Gut, bist du habe dir, grüß dich. Wie geht's eigentlich so? Schlechte Leute geht so weit gut, was du sagst. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Jetzt Vitaminhaushalt schämt er uns noch. Niemals. Niemals. Da ich das tun. Sehr gut. Freut mich zum Hören. So. Also der 8. Orden, nur zur Info, ist ein Boden, also der Boden-Pokémon ausschließlich. Sollte für uns eigentlich auch kein Problem sein. Ja? So, wenn jetzt das kein gescheites Item nicht ist, dann flippe ich aus. Beleber, ja, tolle Wurst, den darf man nicht mehr hernehmen. Abgesehen davon. So. Weg. Müll. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo der Arenaleiter ist, hinter dem Eck auf alle Fälle. Mir ist jetzt eigentlich wurscht, wir hauen jetzt einfach alle, wir hauen jetzt einfach alle zusammen. Das passt dann schon. Wie schaut's aus, Bijou? Nein, du lebst noch. Wir haben ja noch keinen einzigen Tod zu verzeichnen. Ja, was eigentlich jeder absolute Wahnsinn ist. Aber du bist aktuell noch, du bist aktuell auf der Box abgelegt. Ja? Das heißt aber nicht, dass du keinen Einsatz mehr kriegst. So, Rasierblatt krittet in der ersten Gen immer. Rehorn down. Die Frage, wo ich mir stelle, warum hat der als Pokémon-Trainer eine Peitschen in der Hand? Da ist aber nichts mit Zucht und Ordnung. Okay, da geht's jetzt auch nicht weiter. Kann man jetzt dann dahinter? Ja toll, dann stehst du an dem O. Okay, ja Moment, ich muss erst mal schauen, wo es da lang geht. Ja, wahrscheinlich müssen wir die Trainer nachholen. Ja, ist sowieso klar. Bank wäre mir wahrscheinlich immer meine beste Position. Du kriegst schon einen Einsatz, tu dir nicht runter. Du bist, also ich sag's einmal vorweg, du bist ein potenzieller Kandidat ins Top 4, also ins Team für die Pokeliga aufgenommen zu werden. Ja? Du hast da sehr hohes Potenzial. Ja? Müssen wir uns aber dann, wenn es soweit ist, später ich schätze mal in 1,5 Stunden ungefähr, wenn wir Teambuilding machen, müssen wir uns das dann genauer anschauen. Aber grundsätzlich hast du hohes Potenzial, mit in die Liga zu kommen. Die Frage ist, warum haben die Trainer so underlevelt?
Ja, das stimmt grundsätzlich, Wert, aber ich weiß nicht, ob die Boden-Pokémon nicht auch Gesteinsattacken beherrschen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das nennt sich Coverage. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, es gibt leider keine Dokumentation nicht über die einzelnen Trainer. Und ich weiß auch nicht, wie damals das in der ersten Gen gehandhabt worden ist, aber in der Regel musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwelche Attacken abkriegst, die wo sehr effektiv auf dich haben. Und Boden-Pokémon haben da jetzt schon gerne mal Gesteinsattacken. Okay, ich sag schon, die 3 Trainer haben völlig sinnlos, dass wir die machen, weil da geht's auch nicht weiter. Okay. I like to hear that. Na, sag's mal. Also wo jetzt schon definitiv weiß, wer mit in Top 4 kommt, ist Diassi. La Marshall. Ja, kommt definitiv mit in die Top 4. Die wird unsere ganz große Hilfe gegen Siegfried sein. Also ich tue mir jetzt persönlich nicht wirklich obi, dass wir jetzt irgendwie beim Random-Trainer irgendwie Probleme kriegen. Ich schaue es eher, dass uns noch irgendwie der Rivale vorher irgendwie zerbumst, sag ich jetzt einfach mal. Dass uns der noch irgendeinen Strich durch Train ummacht. Aha, da müssen wir unten lang, okay. Deswegen müssen wir ein bisschen mit den Encounter haushalten, die wo uns potenziell noch sehr viel nutzen. Und müssen wir eventuell, wenn dann, Encounter oder Pokémon riskieren, die wo wir definitiv nicht mehr brauchen. Was mit deinem Pokémon eigentlich? Liegt auf der Box. Aktuell. Liegt aktuell noch auf der Box. Ist aber noch am Leben, also dürfen wir nach wie vor verwenden. Wären wir jetzt wahrscheinlich sogar schon da, wenn wir Richtung Pokéliga gehen tatsächlich. Brauchen wir einen Bodenangriff, den wir nicht haben. Und ich bin im Ruhestand. Ja, ich muss zugeben, du werdest wahrscheinlich aus der Rente nicht mehr rausgehen. Aber vielleicht durch Ziegestraße noch mit durch. Da kann es durchaus möglich sein, dass du noch mehr einen Einsatz kriegst. Aber aktuell wird es so sein, dass wir die wahrscheinlich so schnell nicht mehr brauchen werden jetzt aktuell. Es wird nicht fad, nein, auf keinen Fall. Frührentner, da nimm dein Fliesentisch und den... Okay, wir haben jetzt -2 Verteidigung. Wir sollten jetzt da ganz gewaltig aufpassen, weil sonst krittet uns das Tauros noch. Und das wäre unschön. Tauros hat in der ersten Generation brutale Stats. Du bist schockiert, warum? Eiskalt aus. Ja, Mike, es tut mir leid, wenn ich dir das sage. Pass auf. Wir haben eine Mieze gefangen. Ziemlich am Anfang von der Reise. Ja, eine Mieze haben wir da gefangen. Das haben wir nach dir benannt. Du hast bis heute noch keinen einzigen Einsatz nicht gekriegt. I'm sorry. Ripsi, habe die Ehre. Einen wunderschönen guten Mittag zusammen. Den wünsche ich dir natürlich auch. Schön, dass du bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ich war dabei. Du warst Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ganz einfach. Vielleicht kriegst du noch einen Einsatz. Wer weiß das? Ja? Kann ich mir gut vorstellen, dass wir ja, aber ihr wisst was, wir nehmen einen Mike auf alle Fälle noch mit. Einen Einsatz soll er auf alle Fälle haben. So, die eigentliche Frage ist, wo schimmelt der Drecks-Arena-Leiter umeinander? Muss auch irgendwo sein, gibt's ja nicht. So als Kanonenfuhrer tut's die Mieze schon. Wenn, dann schauen wir schon, dass keiner stirbt, gell? Ich mach ganz ungern Opfer.
Ja, oder ich opfer ganz ungern jemanden in einen Nuzlocke. Ja, das muss das letzte Mittel sein. Ja, genau. Cube Twister hat es erfasst. Du hast auch noch einen Einsatz gegen einen Pyro erst. Ja, richtig. Richtig. Hey, check die Arena nicht. Ist der vielleicht auf der linken Seite drin, auf der rechten Seite drin? Ist das im Bereich des Möglichen? Ja, okay, da können wir. Ach so, wir müssen da. Ja, ich verstehe die Frage schon. Du musst den besiegen, damit du nach links hinten kommst. Ja gut, dafür war ja in der letzten Challenge auf fucking Lapras. Das stimmt, und du hast. Boah, leck, ja, das weiß ich noch. Du hast uns bei der Wiebke am 6. Arena-Leiter, hast uns du das Garados habst genommen, was uns ansonsten wahrscheinlich ziemlich böse zerfickt hätte. Das weiß ich noch, stimmt. Rising Ruby, da warst du Lapras. Aber trotzdem, die letzte Challenge war halt so eine richtig bittere Niederlage, dann bei einem random Trainer in der Siegerstraße. Das weiß ich noch, da hat uns ein Macho mal komplett auseinandergenommen. Da war es auf einen Schnalz vorbei. War ich noch so richtig, das war auch der Finalstream, da wo ich gesagt habe, wir spielen es fertig. Und dann hat unser random Trainer in der Siegerstraße einfach komplett zerrissen. Und dann war es halt vorbei, auf einen Schnalz. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, ne? Die Euphorie. Ja? Ich bin mir erst dann sicher, wenn wir wirklich aus der Siegerstraße rauskommen. Und ich sag noch mal, bisher, die Challenge läuft so dermaßen gut, irgendwann muss da mal was schief laufen. So, jetzt müssen wir rein theoretisch, den haben wir ja gemacht. Und jetzt können wir da normalerweise noch links hinten, oder? Ja, genau. Dann hinten vorbeischleichen und dann ist da. Oh, wow! Okay. Gut, dann können wir Teambuilding machen. Dabei überlegt man sich schon mal Umfrage. Was kann man dann noch? Ja, mit Statusveränderungen macht keinen Sinn, weil keiner wirklich eine Statusveränderung hat. Sie. Ja, fangen wir mal ganz einfach an. Fangen wir mal ganz einfach an. Fangen wir mal ganz einfach an. So, gib ihm jetzt 5 Minuten Zeit. Schafft man Giovanni Deathless. Könnt's eine Punkte investieren. Gut. Normalerweise, jetzt passt's auf, normalerweise sollte es ja mehr oder weniger. Ne? Sollte uns eigentlich jetzt nicht so wirklich in Quere kommen, der Typ. Aber ich werde mir jetzt einmal, um es ein bisschen spannender zu machen, werde jetzt einmal ein paar Pokémon verwenden, die wo wir sonst noch nicht hergenommen haben oder noch nicht stark. Sei mag unnützes Gaming-Wissen, kriegst du noch ein Teambuilding. So. Das lege ich mir meine Wenigkeit ab. Fichterli legen wir ab. Ein Flash legen wir ab. Ein Feiröder legen wir ab. Ein Ripsi legen wir auch ab. So. Wir nehmen mit. Nehmt aus der Box. Jetzt pass auf. Wen haben wir denn noch? Da ist der Mike. Der Mike bringt uns aber in der Arena leider nichts. Den nehmen wir dann in Ziegestraße mit dafür, okay?
So, der Wert bringt uns nichts, die Wifi bringt uns nichts. Wir könnten Ven und Moser theoretisch mitnehmen, Birgit bringt uns auch nichts, Isuka bringt uns nichts. Da ist war der Sei, der uns helfen. Auf alle Fälle, schauen wir mal. So. Der Mr. Krabs, den geben wir auch mal einen Einsatz, weil warum nicht? Cube Twister nehmen wir mit. Na, Schmarrn, Cube Twister nehmen wir nicht mit. Cube Twister wird select in der Arena. Das ist nicht so gut. Cube Twister muss weg. Der hilft uns da jetzt nicht. Wir können nur mitnehmen einen Thaddeus. Einen Mozart kann man noch mitnehmen. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 5 normal, oder? Richtig. Nemo, ja, stimmt. Nemo kann man auch noch mitnehmen. Das müsste Goldini sein, wenn man nicht täuscht. Yes. Wenn wir zwar jetzt hier, ob uns da der Dampfe hilft. Hilft uns der Dampfe da? Eigentlich nicht. Mann, wenn ich mir das anschaue, oder keine Steinattacken nicht, was mich ironischerweise ziemlich wundert, aber Dampfe kann halt gegen die Pokémon nichts ausrichten, das ist das Problem. Also brauchen wir noch was anderes. Nehmen wir Ven und Moser noch mit. Okay. Dann gehen wir mit dem Team gegen Giovanni. Mit Sei, Mr. Krabs, wird natürlich noch entwickelt, ist sowieso klar. Und Thaddeus, na, nicht zu öffnen. Der, by the way, für das, dass Gen 1 ist, einen ziemlich geilen Sprite hat. Ich helfe nix, oder? In der Arena nicht, aber du kriegst nach der Arena gegen einen Rivalen durch die Siegesstraße durch, wirst du definitiv mitkommen. Dann haben wir einen Mozart dabei, der einen langen Rüssel hat. Nemo das Goldini, was sie auch noch entwickelt. Und Ven Moser, was ja eigentlich schon gut ist, aber irgendwie auch untergegangen ist. Ich verstehe die Frage nicht. So. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen speeden, weil Aufleveln ist ja jetzt nicht so extrem spannend. Und dann passt das schon. Also 50 ist Level Cap auf jeden Fall. So. Mr. Krabs. Müsste sich auf Level 28 oder auf Level 26 entwickeln, wenn man nicht alles täuscht. Wir haben jetzt da nicht keine Zeit zum Kämpfen, weil erst muss Essen, ohne Mampf kein Kampf. Bis das wir in der Pokeliga haben, bis wirklich ernst wird, da könnt ihr noch 3-mal essen. Ja? Aber ja, geht's nie in einen Krieg, wenn ihr einen Klumpen nicht vorher vollgehaut habt. So. Ah ja, Krabi lernt auf 25 Guillotine, was eine One-Hit-KO-Attacke ist, wo es zwar nur 30% Chance hat, dass es trifft, aber ja, kann man mal machen. Also wenn die Scheren nicht Eindruck schöpfend sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Stampfer, okay, das können wir machen, das passt. Man kann eigentlich die zwei noch hernehmen, weil dann haben die nämlich als Spot weggehört. Grabhammer, das ist gut. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ist Grabhammer in der ersten Gen auch Wasserattack sei? Weißt du das zufälligerweise? Also in den neuen Gens ist es eine Wasserattack, aber ist in Gen 1 auch Wasserattack? Normalerweise schon, oder? So, jetzt vorsichtshalber mal nur Guillotine weg. Was, jetzt schaue ich noch, okay. Also ich weiß, in den neuen Gens ist es eine Wasserattack. Was gibt's denn gutes Wifi?
Ja, auf Level 49, Imagine. Tentoxal lernen Hydropumpe. Okay. Wir haben zwar Surfer, aber falls wir mal einen stärkeren Angriff brauchen, I take it. Rodos Plattenbomb. Alter, ist das dein scheiß Ernst gerade? Ja, dann wünsche ich jetzt schon mal vorab einen guten Appetit. Gyrosplatten immer zauberhaft. Füll mein Bootwand mit Gyros an, ich hock mich ein. Geil, gib mir sagen, wie es ist. Ja, Wasserattacke mit 1 gestärkt und 85 Genauigkeit. Okay, danke dir. Ja gut, dann können wir mit Kingler auf alle Fälle auch was anfangen, so ist es jetzt nicht. Ja, Wifi auf jeden Fall, das muss eh sein, um Gottes Willen. Man muss sich auch mal außertourlich was gönnen können. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Ja, ich bestelle mir später Pizza, also So, Nemo ist on point. Ja? Schaut zwar ein wenig verhaut aus, das Viech, aber okay. Kleiner Funfact: Kaskade ist ein Wasserattack, ein physischer Wasserangriff, den lernt in der ersten Generation nur Goldini und Goldking. Es gibt kein anderes Pokémon, was diese Attacke lernt. Grundsatz, wenn ich am Essen sparen muss, stimmt es. Ja, aber auf alle Fälle. Da hast du recht. Nein, also wie gesagt, bei uns ist zum Beispiel so, bei der Frau Bazi und bei mir, wir bestellen, also unser Bestelltag ist eigentlich immer Samstagabend. Das hat sich so einbürgert, seit wir in der Wohnung wohnen. Durch das, dass ich halt gestern Training gehabt habe und vor dem Training halt jetzt schlechter Pizza essen kann, weil sonst kannst du mir auf dem bloß umeinander kugeln. Und ich bin halt gestern erst um 9:30 oder 9:45 daheim gewesen und dann wollte ich mir auch keine Pizza mehr bestellen. Jetzt bestelle halt ich heute dafür. Ja, weil Frau Bazi ist ja nicht da. Die ist bei ihrer Oma. Von daher. Passt ist dann schon. So. Unnützes Wissen damals von mir. Ja, richtig. Richtig. Sei. Ich hab's nicht vergessen, gell? Also machen wir gleich, wenn ich aufgelevelt hab. Ich habe auch vorher zufällig schon mal ins Buch gelunzt, weil ich schon nicht mehr da liegen habe. Lul? Ah. Also es geht heute um Mafia 2. So weit kann ich schon mal vorwegnehmen. Das müsste der Dampfe dann bestätigen können. Ja? Und vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch das Mafia 2 gespielt hat, aber ich bin mir sicher, der Dampfe kann das wissen. Für die ganze Rennerei darf man sich einmal belohnen, finde ich absolut. Absolut. Da bin ich, also wie gesagt, da bin ich voll bei dir. Am Essen sparen gut, das machen wir schon, because Preisen und aber. Ja, Birgit, das ist ja wieder was anderes. Das ist ja wieder was anderes. Ist schon klar. Aber das ändert sich ja auch wieder. Okay, so, wo wir schon unnützes Gaming wissen. Also, as I said, heute geht es um Mafia 2. Was ist da für ein Kabel, was du. Aha, Lidl Cam stört. Aha. So, schauen wir mal. So, aufgemerkt. Futterlurk bis noch ein Cube Twister. Danke dir für den Futterlurk und lass das schmecken. Einen guten. Bis nachher. Und danke für den Lurk. Es geht um Mafia 2. In Mafia 2 gibt es eine Statistik, die aufzeigt, wie lange der Spieler sich die sammelbaren Playboy-Magazine angesehen hat. Dampfe. Statement, wenn er noch da ist. Also nochmal zur Wiederholung. In Mafia 2 gibt es eine Statistik, die aufzeigt, wie lange der Spieler sich die sammelbaren Playboy-Magazine angesehen hat. Interessanter Fakt. Es gibt Playboy-Magazine. Ich glaube, ich muss mal Mafia 2... egal. Nice. Es gibt... damals hat man sich noch pornografisch in Spielen begnügen können.
Weil das gibt, war uns... Ja, verstehe. Verstehe. Ich hab schon gesagt, wenn wir wieder was verdienen, bestellen wir uns Sushi. Einfach Sushi. Kannst mir jetzt nicht sprengen damit, aber ich wünsche es eng vom ganzen Herzen. 69 Stunden. Ja, gibt auch ein Steam Achievement beim Original, wenn du die Magazine insgesamt länger als 6 Stunden. Okay, jeder wer das Achievement dann sagt, dass das hast, weiß, dass das Simp ist, so quasi, oder wie? Gut. So. Ich darf vorschlagen, wir gehen mal jetzt, wie gesagt, einfach mal ein bisschen die Pokémon Just, die wo wir eigentlich bisher noch nicht wirklich verwendet haben. Das wird dann schon irgendwie passen. Ja? Fangen wir mit Nemo an, der Mr. Krabs darf einen killen, Thaddeus darf einen killen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie. Weil Sushi verdammt teuer geworden ist, also bei unserem Sushi-Sepp des Vertrauens, aber der hat allgemein Ozu mit den Preisen. Ja, wie alle. Unser Pizzalieferant, der ist auch grundsätzlich um 60 Cent teurer geworden. Aber that's the Inflation. Ne? Das können wir halt leider Gottes nicht vermeiden. Und solange es immer noch schmeckt, solange Qualität gleich bleibt, ist es, denke ich, fein. So. Freunde der Sonne, ich hoffe für euch, ihr habt anständig eine Punkte gesetzt. Denn wir holen wir uns jetzt hoffentlich ganz geschmeidig und ganz entspannt den letzten noch verbleibenden Arenaleiter. Ja, beziehungsweise den letzten Arena-Orden. Das ist der Giovanni. Mit dem Giovanni haben wir schon zweimal das Vergnügen gehabt. Der ist zweimal gnadenlos untergegangen. War der Boss von Team Rocket. Ist er jetzt nicht mehr. Team Rocket hat sich ja jetzt laut Lore aufgelöst. Und wie er dann Arenaleiter werden hat können, das weiß ich nicht, was sich dort Liga denkt hat. Auf alle Fälle ist er jetzt ein Arenaleiter. Er hat ausschließlich Boden-Pokémon. Und ja, hoffen wir mal, dass wir den sauber zerpimmeln können. Das ist das, ich zahle nicht mehr für eine Pizza, wo der halbe Belag fehlt, hat man schon mal, wo wir frisch her sind, einmal nie wieder dort. Ja, das ist halt dann, ne? Also wie gesagt, wenn Qualität gleich bleibt, ja, oder vielleicht sogar besser wird, dann haben ja Preiserhöhungen okay. Ich gehe jetzt nicht automatisch von einem Lokal weg, weil er seine Preise erhöht, solange die Qualität mindestens gleich bleibt. Und nachvollziehbar ist, warum er Preise anzieht. Ich habe in Wien nur einen Kebab um 4,50 gegessen und der war ein Traum. Am Donnerstag, einen von der Gegend um 5 Euro und war schon. Ja, das, ne? Der unser im Ort, der kostet der am 5er, glaube ich. Der kostet am 5er, aber der ist halt gut. Also für meine Verhältnisse. In meinem Döner ist ja halt, mein Döner ist eigentlich richtig traurig. Ja? Ich habe so einen richtigen Armutsdöner. Wenn man einen Döner kauft, ich habe nur das Fladenbrot, Fleisch, Dobit, also Dobitfleisch, Blaukraut. Und scharf. Das ist mein Döner. Ich hab im Döner sonst nichts drin. Ich hab keine Zwiebeln drin, ich hab keine Sauce nicht drin, ich hab keine Tomaten nicht drin. Ich hab die 3 Sachen. Aber ich find's geil. Ja? Mehr Fleisch, mehr gut. So. Ich rumpel jetzt mal rein ins Viech. Der Giovanni wird auch ein 4. Mal fallen. Hoffentlich. Aber ich bin zuversichtlich. So. Er fängt an mit Rihorn. Okay, das Gold King schaut von hinten aus wie ein zermatschtes Waffeleis. Stell die Frage nicht. Team Fleisch, Salat, Sauce. Auch völlig fein. Wieso nur die 3 Sachen? Ich sag da. Okay, passt auf. Eine kurze Real-Life-Story. Ja? Und seitdem bin ich gezeichnet, was die so geht. In unserer Diskothek früher, im Vulcano, der eine oder andere kennt die Lokalität vielleicht. Das ist so eine Jugenddisco, die gibt es heute auch noch. Da hat es früher direkt draußen einen Dönerladen gegeben. Und der Döner im Vulcano war immer herrlich. Ne? Und der ganz frühere Besitzer vom Vulcano, nachdem wir das erfahren haben, hat irgendwann einmal, das ist von der Grippo verfolgt worden, der hat, jetzt ohne Scheiß, der hat in seine Sauce eingewichst. Und seitdem esse ich keinen Döner mehr mit Soße. Der hat richtig Stress gekriegt, der ist ja dann prompt ausgeflogen. Den Döner hat es dann noch weiterhin gegeben, aber halt mit einem anderen Inhaber. Und seitdem esse ich jeden Döner ohne Sauce. Ausnahmslos. Egal, unabhängig davon, ob der was. Weißt du, der kann gar nichts dafür, aber ich bin da einfach gezeichnet worden.
Und seitdem esse ich einen Döner nur mit den 3 Sachen. Mit Fleisch, mit Schorf und mit Blaukraut. Bei mir ist sonst nichts im Döner. Da bin ich einfach, da habe ich mental so einen Knacks weggekriegt. Ich war dort damals, man muss halt vielleicht dazu sagen, ich war 16 Jahre damals. Ne? Und so ein Erlebnis, das prägt dich halt dann vielleicht irgendwo. Mich per se hat es ja nicht betroffen. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch einen Döner gegessen mit... Ich weiß nicht, ich möchte es nicht rausfinden. Aber seitdem lasse ich die Finger von Soßen in Döner. Die einzige Soße, die wenn ich in einen Döner rein tue, die kommt von mir selber. Also, ne, da hauen wir halt, da manchen wir irgendeine Remouladen zusammen oder was weiß ich was, aber da weiß ich halt, was drin ist. So. So viel dazu. Ich hoffe, dass ich jetzt keinem den Appetit verdorben habe. Aber, ne? Kümmern wir uns jetzt einmal um den Giovanni, da ich sagen. So. Das sollte ein Kill sein. Easy. Habe ich auch schon mal gehört? Ja. So, da ist Dick drin. Nemo hat seinen ersten Kill in der Nuzlocke. Jetzt darf Venomosa einmal drauf. Ah, die gute Dönersoßen-Geschichte mit dem... Ja, genau das. Ganz genau das. Der Price, der kommt ja aus meiner Gegend, der weiß, der kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und der kann es auch confirmen, dass die Geschichte real ist und dass das kein Fake nicht ist. So, Nidoqueen hat auch einen coolen Sprite für das, dass das Spiel 25 Jahre alt ist. Okay, Krab haben wir, sollte auch killen. Okay, das war Crit. Ich weiß nicht, ob er meddert, aber... Easy. Nidoking. Schaut auch zauberhaft aus. Wen haben wir denn noch nicht gehabt? Ah, nehmen wir einen Thaddeus noch mit. Da rumpelt man mit Hydropumpe rein. Okay. Ich hab mir mal ein belegtes Semmel gekauft, war ein Haar drin, nie mehr einen Fuß in die Bäckerei. Das ist, ja, verstehe ich vollkommen. Du hast da seit 10 Jahren keinen Döner mehr gegessen. Es ist auch völlig fein. Das ist auch völlig fein. Wie gesagt, ich bin halt durch diese Info, beziehungsweise durch dieses Erlebnis einfach geprägt worden und seitdem ist hier ein Döner immer ohne Sauce. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Es ist total banal. Auf der einen Seite, oh, gut, dass die Geovisur jetzt nicht drauf hat, sonst war nämlich der Sei jetzt nämlich gnadenlos draufgegangen. Aber für mich, ich mag einen Dönerstock gern, ich esse ihn ab und zu wirklich einmal mit Genuss einfach, aber für mich gibt es halt nur diese 3 Zutaten. Und das war Giovanni, Freunde der Sonne. Easy going. Und schon haben wir 8 Orden voll. Mag sein, dass für manche nicht schlimm ist, aber ich hab's nicht mehr essen können. Was? Achso, ja. Easy win. Matze, könntest du die Umfrage auflösen, wenn's möchtest? Den Erdorden. Dem Zimmer 20 müsste Erdbeben sein. Na, Geovisur, okay. Stimmt, Erdbeben war Team 26. Okay, nice. Das war clean. So. Wir haben jetzt ein paar Meter weiter gleich einen Rivalenkampf, da können wir dann gleich die nächste Umfrage machen.
Okay. Dem Rivalen sein stärkstes Pokémon ist dann auf 53. Passt leider nicht. Gut, dann ist es schnell selber auf, das ist kein Thema. Was haben wir jetzt gerade? Defes, ja. GZ an enkele Punkte. So, der Rivalenkampf, der wird nochmal knackig jetzt. Können wir eigentlich auch gleich. Umfrage starten tatsächlich. Der wird aber allerdings nicht einfach werden. Das heißt, das sollte man schon fast... Das wird man dann schon fast ein wenig ernsthafter eingehen, das Ganze. Okay. Starbucks, danke für dein Following, habe ich dir. Ja, weil letztes Mal das Glurak ist halt sehr, sehr gefährlich uns gegenüber. Jetzt passt auf, wir fangen mal auf alle Fälle an mit dem Flash. Wo ist denn der Flash? Flash liegt wieder auf der anderen Bank. Auf der anderen Box. Ich hab nach der Dönergeschichte gegoogelt, Alter, gibt's da viele Beiträge. Ich hab's wieder. Ja, das ist, wie gesagt, es ist halt real. Es ist halt jetzt nicht irgendwie ein dummes Geschmatz von mir, sondern es ist halt tatsächlich so gewesen. So, jetzt passt's auf, warte mal. Mal schauen. Der fängt mit dem Taubos an. Er hat bei uns ein Garados. Ah. Ja doch, er hat ein Garados, weiß ich noch, weil das hat uns letztes Mal fast hops genommen. Hat der noch Akani oder Kokowaiko? Ich weiß nicht mehr. Und das Simsala Rihon, ja okay, das wird eigentlich jetzt weniger das Problem sein. Jetzt passt's auf. Wir nehmen auf alle Fälle das Fichterli mit. Um dagegen zu grätschen. Was haben wir nicht so alles dabei? Pass auf. Ja, Mozart muss ich leider abbringen, der hilft uns jetzt nichts. Okay. Wir konnten jetzt auch tatsächlich, wir kannten, der YBO kann uns jetzt bei dem Kampf tatsächlich sogar auch helfen. Rein theoretisch. Ja, doch, der kann uns sogar richtig gut helfen eigentlich, weil, dann können wir den Schlitzer von Glurak umgehen. Wo haben wir denn? Hä? Oder doch auf der anderen Box? Die blind oder was? Ach, da ist er. Okay. Wo mal schnell noch Vorhersage. Okay. Habt's wieder 5 Minuten Zeit, schafft beim Blau diesmal auch Defles. Ich sag mal so, der Blau ist um einiges schwerer jetzt. Okay. Ich weiß, ich selber bringe mir jetzt bei dem Kampf eigentlich weniger. Relaxo kommt uns helfen tatsächlich. Ich sag, im Zweifelsfall schmeißen wir Pokémon ab, die uns definitiv in der Liga nicht mehr helfen können. Kabutops, also ein Cube Twister nehmen wir auch mit, der kann uns jetzt auch tatsächlich nur weiterhelfen. Und dann haben wir noch ein Pokémon, was wir noch mitnehmen können. Dann nehmen wir, glaube ich, Thaddeus noch mit.
Sollte fein sein. Wobei wir halt jetzt ziemlich wasserlastig haben, ne? Gut, nehmen wir einen Cube Twister nochmal weg, weil dann haben wir jetzt ziemlich wasserlastig, was das so geht. Dann nehmen wir Vulnona noch mit. Zwecks der Coverage. Ja. So ist er. Gut, dann level den nochmal schnell geschwind auf. Das stärkste Pokémon von ihm ist jetzt auf Level 53. Wir hätten jetzt theoretisch, Moment mal, was warten jetzt? Wir hätten jetzt Top 4 Level gehabt, was waren das jetzt? Ich sag, glaube ich, 62 ist auch, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn der Siegfried? Siegfried ist da, ja. Level Cap war jetzt rein theoretisch 62. Wie gesagt, Umfrage ist Opernleidels. Hat seine Punkte eine. Aber da es mir jetzt zu einfach war, jetzt alles einfach auf Level 60 zum Hauen, ich gehe jetzt einfach mal auf Level 55. Das wird eigentlich fein sein. Ja, wir haben ohnehin schneller. Cat Donner ist zwar ganz nice, hat aber eine ziemlich hohe Chance zum Verfehlen. Also lassen wir uns jetzt mal auf das Spielchen da nicht ein. Es wird wahrscheinlich so werden, dass man gerade nur mal Sondermomons craften muss. Oder so heißt craften, ne? Oh, Hyperstrahl nehmen wir mit. Da der wir beide weg. Hyperstrahl in Gen 1 ist ziemlich broken, weil wenn du mit Hyperstrahl in der ersten Gen ein Pokémon gekillt hast, hast du den nicht rechargen müssen. Du hast nämlich instant wieder schießen können. Double Edge, das ist Bodycheck, das unterlassen wir jetzt einmal. Okay. Perfekt. Dann heilen wir uns nochmal schnell geschwind. Halt, Gengar ist noch nicht aufgelevelt. Das war's natürlich jetzt gewesen. Weil wir auch mitnehmen, der wo 15 Level tiefer ist. Hyperstrahl plus Tauros oder Relaxo ist Rage, weil normal auf Angriff basiert und mit der Typenstärke extrem. Ja. Wie gesagt, Hyperstrahl in Gen 1 war komplett gestört. Relaxo ist ja brutal tanky. Ja, schon immer gewesen. Relaxo ist eins der Pokémon, wo ein Nuzlocke unfassbar carryen kann. Das ist ungefähr so, kannst du dir so vorstellen, wie es halt Hyra aus der Rising Ruby hat, kein Nuzlocke. Wo es halt einfach alles gnadenlos wegtanken kann. Also zumindest, wo es auf spezielle Angriffe basiert, ne? Von dem kriegt man, glaube ich, die TM Traumfresser. Mal Sicherheit speichern.
So. Dann hoffe ich für euch, dass ihr keine Punkte gesetzt habt. Das jetzt ist der letzte Rivalenkampf vor der Pokéliga. So. Dann schauen wir mal, ob wir das über die Bühne kriegen. Beim letzten Mal hat uns das Glurak schon sehr böse zugesetzt. Ja? Wir haben Gott sei Dank nichts verloren. Aber den darf man nicht unterschätzen. So, das sollte mit T-Bolt ein Kill sein. Yes. Das ist Rihorn, also sprich, es sollte rein theoretisch irgendein Stein- oder ein Boden-Move sein. Rein theoretisch. Stampfer, okay. Okay, das war ein Crit, der mehrert an der Stelle aber nicht, das hätte sowieso gekillt. Okay, Ober ist free. Okay, Egelsamen. Ah, relativ egal. Okay. Jetzt hat er noch 3 Pokémon, es müssen Gyarados, Simsala und Glurak sein. Und die sind halt die 3 gefährlichen. Okay, da ist Gyarados, da wo jetzt in der Regel 100% die Hydropumpe kommt. Okay, der Lachs hat sein Special Defense sackt irgendwie, ich weiß auch nicht. Wobei, wir haben wir sowieso schneller. Also ich bin jetzt mal confident, dass Blitzer das überlebt. Ich hoffe es zumindest. Okay, Silberblick, nevermind. Dann sollten wir aber jetzt hoffentlich einen Kill haben. Nice. Ah, Crit, ich weiß nicht, ob der was ausmacht, keine Ahnung. Ich darf jetzt mal behaupten, nein. Ich weiß ja, ich müsste halt noch schauen, ob Gyarados ein Flugwasser in der ersten Gen war. Okay, da ist Simsala, wir haben ein Minus verteilt, wir haben einen Defense-Drop drin. Ich muss fast mit Relaxo gehen. Au! Das macht guten Schaden auf jeden Fall. Eventuell kriegen wir eine Paralyse hin. Oh, das ist ein Crit. Autsch. Boah, gut, dass Simsala so fragil ist. Heilige Scheiße. Das hätte uns fast Relaxo obst nur mit einem Crit. Und jetzt kommt Glurak. Das kann nicht jetzt alles sein. Das kann Schlitzer sein, das kann Flammenwurf sein, das kann Feuersturm sein. Ganz ehrlich, aufgrund der Tatsache, dass ich Gyarados sehr wahrscheinlich in der Pokéliga brauchen werde und Tentoxa eher nicht mitnehme, gehe ich jetzt lieber für Tentoxa. Schlitzer. Das ist immer ein Crit. Das waren 68. Ja gut, ich bin beim nächsten Crit sowieso hin. Warte mal, wie viel Speed hat ein Tentoxa? Das Ding ist, ich kann jetzt nicht unnötig hoch hin und her oder unnötig oft hin und her switchen, weil sonst verliere ich Tempo und er beschädigt mir sonst noch mehr Pokémon und irgendwann verliere ich sowieso Apps. Wir haben 132 Speed. Tentoxa ist generell sehr, sehr flink unterwegs im Verhältnis zu anderen Pokémon. Das heißt, wir sollten schneller sein. Lass mich mal schauen, was hat ein Glurak für einen Grundspeed? Ich glaube 100. Let me see.
Ja, hat 100 Base Speed und was hat Tentoxa? Das hat auch 100 Base Speed. Wir sind aber 2 Level her. Das heißt, wir müssen es outspeeden. Weil EV soll es in dem Spiel noch nicht geben. Also rein theoretisch, wenn wir jetzt nicht schneller haben, dann verlieren wir an der Stelle Thaddeus safe. Außer er geht nicht für Schlitzer. Das Ding ist, wenn ihr jetzt rauswechselt, macht er wahrscheinlich auch wieder Schlitzer, weil es den meisten Damage macht und dann beschädigt er mal wieder irgendein Pokémon und dann muss ich wieder raus switchen und irgendwann habe ich nur noch so halb lebendige Pokémon, die dann noch und noch weggenommen werden. Also das Safeste ist jetzt, um einen Run am Leben zu halten. Beziehungsweise, was heißt ein Run am Leben halten? Ich muss das Risiko eingehen, Thaddeus zum Verlieren, damit ich Glurak gekillt krieg. Wird nicht anders. Wir haben schneller, Hydropumpe trifft, aber ob es auch killt, ist die Frage. Okay, nice. Ui, das Glurak. Es war jetzt ein bisschen ein Trade-off, aber okay. Nice. 68 als Crit, ein Crit, Kunst überstehe, also Surfer. 68 als Crit sind, du musst... Ja, stimmt, okay, ich hab so komplett falsch gerechnet. Stimmt, 68 war ja ein Crit. Ich hab meinen 68... Ja, ich hab einen Denkfehler drin gehabt. 68 war ja schon der Crit. Ich hab mit 68 Base Roll gerechnet. Passt schon. Das war jetzt Kopf zermürden ohne Sinn und Verstand. Das hätte gar nicht sein müssen. Bin wieder da, was habe ich verpasst? Wir haben einen blauen und Giovanni verhauen. Jetzt gerade einen Denkfehler drin gehabt. Einen massiven. Es hätte gar nicht so dramatisch werden müssen. Aber okay, mei, passiert die Besten. Aber da seht's mal, was auch so ein Crit ausmacht. Relaxo, was vermeintlich am tankigesten ist in unserem Team, war fast unserem Salahops Nummer 1. Und Relaxo ist ein Anwärter fürs Top 4 Team, ne? Müssen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen. Aber, das heißt, wir haben jetzt erstmal alle Boss-Trainer bis zur Top 4 überstanden. Es kommt jetzt bis zur Top 4 kein einziger Boss-Trainer mehr. Sondern nur noch Random-Trainer. Das heißt, wir werden jetzt Pokémon mit in die Siegerstraße nehmen, den wir safe nicht in der Top 4 verwenden. Weil jetzt Pokémon zum Verlieren, die wo wir ohnehin nicht mehr brauchen, ist nicht so devastating, wie Pokémon zum Verlieren, die wo wir noch brauchen. Ich hoffe, das macht Sinn. So, das heißt, Flash ist ein Anwärter. Garados ist ein Anwärter. Relaxo ist ein Anwärter. Oidnona, Thaddeus und beim YBO bin ich mir noch nicht sicher, aber eher nicht. Marshall ist safer Anwärter. Machomai ist kein Anwärter, nehmen wir einmal mit. Dieser Bats ist ein Anwärter. Haben wir schon Wasser-Pokémon dabei? Let me see. Ja, an Thaddeus, okay. Dann nehmen wir einen Mike auf alle Fälle nur mit, weil der kann auch Schlitzer. Price ist definitiv ein Anwärter für Pokeliga. Dampfe können wir noch mitnehmen. Werden wir auch nicht mit in die Liga ziehen. Und dann können wir mit denen 6 eigentlich, sag ich jetzt einmal, recht gut durch die Siegerstraße gehen. Da war ja mal. Wenn wir, wie gesagt, von denen Pokémon beim YBO bin wir halt nicht sicher, ob man mitnehmen. Aber tendenziell sind das eher 6 Pokémon, die es nicht mit in die Liga schaffen. Das heißt, passt auf, das heißt für mich jetzt wieder aufleveln, beziehungsweise noch grinden, bevor ich das tue, werde ich mir aber noch ein paar Items reinpatchen, außer ich habe da etwas überlesen und habe es noch gesehen. Oder habe es nicht gesehen, besser gesagt. Withdraw. Ja, okay, die muss ich mal reinpatchen.
Sekunde, kurze Unterbrechung, Freunde der Sonne. Ich schicke ganz schnell kurz in Knädelcam, ist das in Ordnung? Dauert 2 Minuten, bin sofort wieder da. Ich muss nur schnell Sonderbonbons noch patchen, damit wir uns Grinding-Zeit ersparen, okay? Bin gleich wieder da. Nicht weggehen. Jetzt ist aber Pause. Ich sag dir, wann Pause ist, Alter. Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Wir können Stepper gleich bist. miteinander. So, jetzt hat es mir natürlich alles ein wenig geschossen. Das ist aber ein wenig ein Nachteil, wenn man zwischendrin an Emo schließen muss, weil jetzt wird wahrscheinlich mein Overlay auch nicht mehr funktionieren, right? Ja, geht sogar noch. Nice, perfekt. Okay. Flauschig, ja. Mehr flauschig, mehr gut. So. Die haben wir schon 55 gesagt. Dwayne einmal noch hinziehen. Geh jetzt einmal einfach für Level 55. Ich weiß nicht, ob es uns gelangt. Aber das sehen wir dann wenn wir die ersten Trainerkämpfe machen. Aber es sollte passen, wenn es mich fragt. Ja, normalerweise sollte das fein sein. Jetzt habe ich vor Zeit in die Knädelkämpfe verpasst. Was kann ich eigentlich? Keine Angst, die kommt halt nur mit. Tu dich nicht runter. Oh, Gehwurf. Gehwurf nehmen wir mit. Karateschlag, Fuß, Clearbox. Seine Schirm machen wir so. Birgit, tu dich nicht runter. Die Knädelkämpfe kommt halt definitiv nur einmal. Tun Sie sich nicht hinunter. Nicht mal zeigen kann ich. Übung macht den Meister, Birgit. Submission, was ist denn das? Überroller, ne? Ja, was hat ein Macho mal für einen Angriffswert? Der komplett geisteskrank. So, Mike ist auch am Start. Warte mal, hä? Wait a minute. Ah, passt schon, okay. Ausrufezeichen Dauerlöck. Cube Twister, vielen lieben Dank für deinen Dauerlöck. Danke für den Support. So, Mike entwickelt sich. Oh, das ist eine fesche Mieze. Da schau her. Und der Mike ist eine fesche Mieze. Definitiv. Der Mike ist die Mieze.
Eigentlich sollte man, wisst ihr was, eigentlich sollte man Mike und Wifey miteinander ins Team da für Ziegestraße. Oder was darf man da davon halten? Mike und Wifey miteinander im Team. Wie schaut das aus? Was hält man da davon? Das meine ich, das war eigentlich die Gelegenheit, oder? Müssen wir eigentlich schon was machen. Das haben wir den ganzen Run noch nicht gehabt. Die Wifey haben wir auch schon lange nicht mehr hergenommen. Wifey ist noch auf Level 29, das sagt alles. Die hat Erika ziemlich zerfickt. Zerbrezelt, zerpümmelt, ne? Arsch, ja, Flügelschlag. Das hilft uns auch direkt. Was ist denn Haze? Ist das Dunkelnebel? Ich glaube, das ist Dunkelnebel. Braucht doch kein Mensch. Okay. Gut. Dann haben wir unser Team für Ziegestraße. Wir haben auch übrigens einen Encounter in der Siegerstraße, ne? Sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Dann rasen wir aus. Warte mal, Moment. Wir brauchen Stärke. Halt. Kommando zurück. Wir müssen noch Items mitnehmen. Wir brauchen nämlich noch VMs. Wir brauchen Stärke safe. Ich glaube, wir brauchen Surfer und wir brauchen Stärke. Ich glaube, wir brauchen jetzt. Walleck brauchen wir mit so Schneider. Bitte sollte man jetzt nicht jede VM brauchen, sonst flippt die aus. Encounter plus Siegerstraße und Route. Richtig. Exakt. Ich nehme jetzt, pass auf, ich nehme jetzt einfach mal die ganzen VMs mit, weil sicher ist sicher. So. Wir nehmen mit. Ja, Blitz werden wir ja den erst nicht brauchen, aber, ne, vorsichtshalber. Da haben wir Blitz. Wir haben jetzt einen Schneider. Wir haben Fliegen. Wird Golbat nicht zu X-Bart? Mr. Wert, das ist grundsätzlich richtig. In Gen 1 hat es aber noch kein X-Bart nicht gegeben. X-Bart ist ein Pokémon der zweiten Generation, somit ist Wifey voll ausentwickelt in dem Spiel. Aber ja, grundsätzlich Golbat entwickelt sich zu X-Bart. Das stimmt, durchaus. Okay. Dann haben wir jetzt vorsichtshalber alle VMs dabei, falls wir wirklich noch was frei hatten. So, jetzt beginnt der Marsch wie die letzte Herausforderung, Freunde der Sonne. War jetzt leicht verwirrt. Ja, verständlich. Aber wie gesagt, X-Bart ist erst da. Zu dem Zeitpunkt dieses Spiels hat es noch kein X-Bart nicht gegeben. Boulder Badge. Ja, du kommst da auf, also durch diese Passage, wo wir jetzt durchgehen, kommst du nur durch, wenn du alle 8 Arena-Orden hast. Wie geht's deinen Flauschknödeln? Denen geht's gut. So. Du brauchst den zweiten Orden. Music intensifies. Das sind die ganzen Wächter, die unsere Orden im Endeffekt kontrollieren, ob wir das Jahr schon sauber gemacht haben, ob wir mir berechtigt haben, in die Pokéliga zu schreiten. Jetzt muss ich mal schauen.
was es überhaupt für Encounter gibt. Es gibt auf alle Fälle einen Wasser-Encounter, oder? Aber ich glaube, auf den verzichten wir, weil wir ohnehin nur Wasser-Pokémon haben. Wenn es mich fragt. Es zählt aus Route... Das ist Route 23, right? Ja, das ist Route 23, da haben wir noch keinen Encounter. Was gibt's denn da alles? Escabard. Oh! Fischen war da gar nicht so dumm. Da kriegt man entweder safe ein Quapsel oder ein Lamus. Na, Schmarrn, Quatsch, wir kriegen safe ein Lamus. Und im Gras, was kriegt man denn im Gras? Da kriegt man safe ein Ditto. Okay, Ditto ist useless, weil die anderen Encounter haben wir alle schon. Bin ich ehrlich? Da die eher für Lamus gehen. Unsere beiden Kater sind so Faulheit. Berechtigterweise und am Sonntag, ja. Aber das ist sehr gut. Wenn es faul haben, dann geht's ja gut. Wasser-Encounter? Kyogre. Ja. Kyogre nehmen wir die. So war's jetzt nicht. Aber, Freunde der Sonne, ich glaube, wir gehen da echt für Lamus-Encounter, weil warum soll ich denn ein Ditto hernehmen? Warum? Mann, Lamus wird man wahrscheinlich effektiv jetzt auch nicht mehr hernehmen, aber trotzdem. Ich finde, ich bin da eher bei Lamus, so wie es ist. Gemäß dem Fall habe ich jetzt mein Superangel nur dabei. Da ist okay. Okay. Das steht aber nicht in den Blaupausen, oder? Doch, okay. Habe ich nur überlesen. Kingler haben wir schon. Ist auf Level 23. Willst du verarschen, oder was? Ja, okay, dann kann ich ein YBO mit Hypnose durchführen. Ich meinte, die kämen jetzt auf Level 50 oder so daher. Unsere Karte heißen Bagheera und Simba. Ja, da haben wir schon mal geredet drüber. So eine Art Zauber für Katzen. Müssen wir natürlich ja erst einmal den Encounter kriegen, ne? Los mir raten, wenn Speeden anfangen, dann kommt Lamus vor. Right? Simon, haben wir schon. Ebenfalls ein Dupe. Ja, okay, das wird so werden, dass wir speeden. Und lasst mir raten, jetzt kommt dann ein Ding vor. 100%ig. Werdet ihr es sehen. Ist halt einfach immer so. Das ist halt einfach immer so. Okay, da mal Lamus. Jetzt nicht killen, den Loks. Wo Kappe? Kommt noch. Halt. Ob so, kommt alles noch. So. Sehr fragwürdiges Bild, ja. Bist du es aber auch erst fangen können, gell? Ich hätte vielleicht noch ein paar Bälle mitnehmen sollen. Der heißt echt Slowbro, im Englischen, ja. Im Englischen ist es Slowbro, ja.
Warte mal, wir müssen mal ja Nachtnebel machen können, oder? Nachtnebel macht... Sei, kannst du das ein bisschen kurz Triple konfirmen? Nachtnebel macht immer 25 KP Schaden in der ersten Chain, oder? Weil dann können wir es tatsächlich sogar schwächen. Normalerweise... Also 55 KP aktuell. Okay, dann müssen wir mal schauen, wie viel Lamus auf Level 23 KP hat. Slowbro, Level 23. Sollte 83 KP haben. Normalerweise, also noch kalkuliert, noch im Calculator sollte es genau 83 KP haben. Mal schauen, ob ich nicht irgendwas übersehe. Oh, ja, okay, das hat... wenn es 15... Dann hat es 80. Und wenn es 0 DVs hat, und wenn es 6 ist... Ja, okay. Das soll halt eigentlich locker überleben. Yes. Okay. Heißt aber nicht, dass wir es fangen können. Easy. Okay, Freiwillige vor. Gibt's jemanden, der wo Lamus-Same hat? Hm? A Hermit Crab. Oder irgendwelche Ideen für Spitznamen. Fast Sis. Eine ganz schlechte Idee nicht. Das Gegenteil von Slowbro ist Fast Sis. Karl Lauterbach. Ich bin jetzt ehrlich in Versuchung. Ja? Wo man Fast Sis. Gegenteil von Slowbro, Fast Sis. Okay. Dann haben wir da unseren Encounter. Somit haben wir jetzt auf der Route, oder beziehungsweise auf dem Weg in Pokeliga jetzt eigentlich nur noch einen Encounter und das ist der in der Siegerstraße selber. Wow, imagine, die müssen das ganze Leben lang da schwimmen, um zu kontrollieren, ob alle Sonnenfinsternis einmal ein Trainer vorbeikommt, der wo vielleicht den Orden hat. RIP Life. Ja, das ist der Vulkanorden, der 7. und der letzte steht normalerweise kurz vorm Höhleneingang. Ja, der steht da. So, perfekt. Und schon sind wir in der Siegerstraße, Freunde der Sonne. Stimmt, da hat man ja die Storner auf die Plattform schirmen müssen, damit man weiterkommt. Ja, richtig, genau. So, gut, dass wir Stärke dabei haben.
nämlich in dem Fall was für den Dwayne. Für Focus Energy. Okay. Okay. Perfekt. Ja, gut, dass ich es noch mit mitgenommen habe. Stimmt, weil da oben, also da jetzt direkt gegenüber von mir praktisch, das sieht man vielleicht auf dem Foto nicht, auf dem Foto, auf dem Bild nicht gescheit. Das ist nämlich so eine Barrikade, die versperrt ist und die geht nur auf, indem man den Stor da auf die Plattform da rüben schiebt. So. Genau, und schon ist die Barrikade da wickert. Ah, okay, da kriegt man jetzt quasi in einem Run. Da kriegt man jetzt in einem Run eigentlich nur ein Item. Okay, dann müssen wir es zweimal machen, das hilft nicht. Search. Weil das da oben ist himmelsfähiger, wenn man nicht alles täuscht. Encounter Lavados? Anton eher Zapdos. Zapdos kommt in der Höhle nicht vor. Lavados können wir considern als Encounter. Ich werde aber den finalen Encounter erst dann holen, wenn wir wirklich safe in der Pokéliga angekommen haben. Weil es davon abhängig macht, was wir bis dato noch verlieren. Wenn wir jetzt nichts mehr verlieren und ihr ein konkretes Team habt, wie wir reingehen in das Ganze, dann kann es sein, dass wir überhaupt gar keine Encounter mehr holen. Ja, also wir jetzt zum Beispiel mit Daten Blitzer verlieren, aus welchem Grund auch immer, haben wir ja jetzt nicht dabei, aber trotzdem, dann wäre es wahrscheinlich in Erwägung ziehen, eher Zapdos zum Wangen als Ersatz. Und falls wir halt jetzt mit dem Team, was wir so vielleicht aktuell so im Kopf ein wenig vorstellen, wenn wir da eingehen können damit, wenn ich die Pokémon zur Verfügung habe, dann wird man wahrscheinlich keinen einzigen Encounter mehr fangen. Hey, wait a minute. Ach, die Barrikade ist... Ach so, die bleibt eh weggert, wenn man das einmal aktiviert hat. Okay, ja, nice. Ja, immerhin. Das habe ich nicht gewusst. Tatsächlich. Aber nice. Hä? Kann man das nicht nehmen? Ist mein Beutel jetzt voll oder was? Are you kidding me? Tatsächlich. Mein Beutel ist voll. Warte mal. Haben wir jetzt gleich. CM43. Und das müsste halt himmelsfähiger sein, wenn man nicht alles täuscht. Sky Attack, ja, ist himmelsfähiger. Die Vogel-Pokémon fange ich nicht in einer Nuzlocke. Ja, normalerweise, wie gesagt, wir werden nicht drauf angewiesen sein. Sag ich ganz ehrlich, was es ist. Oh nice, Trainer dort, bester Trainer dort schon EU West. Oh, ja genau, bester Trainer dort schon EU West und rennt gleich in den nächsten. Perfekt. Alter, du Mülleimer, was kannst du eigentlich? Du bist in der Siegerstraße und hast einen fucking Bisa-Knosp. Was ist mit dir? Ja, Level 42, also da haben wir 100 Jahre drüber. Gefühlt.
Ja, da weil ich auch frisst einmal gern Knospen zusammen, habe ich gehört. Mhm, ein Schillock darf es auch sein. Okay, Traumfresser ist... Psycho-Attack? What the fuck? Schmeckt's, weil mir auch? Alter, das ist so ein richtiger Cheater, Mann. Der hat alle 3 Starter-Pokémon. Was warten? Der hätte sogar Potenzial, Liga-Champion zu werden, wenn er seine Pokémon entwickelt hätte. Daher... Ja, jetzt rückt er außer mit seinen starken Pokémon. Gut, dass der nur Glück kann. Servus Sven, habe ich der. Traumfresser ist ein Psychoattack mit 100 Stärke und 100 Genauigkeit, aber geht nur bei Schlafziege. Ja, mir ist schon klar, was Traumfresser macht. Da waren wir nur nicht mehr sicher, ob es ein Geist- oder Psychoangriff ist. Das war mir schon klar, dass was die Attacke an und für sich macht. Yeah. Was für Spiele hast du alles für die Switch? Boah, nicht viel. Nicht viel. Mario Kart. Weil ich kann das gar nicht auswendig sagen. Ein paar Pokémon-Spiele, Mario Kart, Mario Brothers. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht auswendig sagen. Ein paar. So. Darf dann der Dwayne mal da? Okay, du spielst quasi ausschließlich auf der Switch, right? Aber vielleicht der Chat nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Sai ist unser wandelndes Pokémon Gen 1 Lexikon. So, Moment mal. Wir dürfen mal alle Barrikaden. Der Sturm muss da auf, wenn mich nicht alles täuscht. Du spielst auch, okay. Ja, Switch ist ja an und für sich eine coole Konsole, also, ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, geht gar nicht. Aber sonst, also ich bin, wenn ich mal Switch spiele, bin ich eigentlich zufrieden und unterhalten damit, also so ist es jetzt nicht. Pokémon Lexikon in General, ja genau. Da oben ist Lavados, ne? Freunde der Sonne, da oben rechts in der Mitte, also, ne, rechter Bildschirm, oben mittig das Vogelfiech da, das was nicht ausschaut wie ein Vogelfiech, das ist Lavados. Unser potenzieller Encounter in dem Gebiet. So, Dwayne. Kannst du mir jetzt sagen, was kostet? Zwei Bodybuilder gegeneinander. Da ist eh kein Low-Kick. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Crit was ausmacht, aber okay. War wieder ein Crit. Okay, easy. So, jetzt hätten wir es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also da gegenüber, dieses Flatterviech, das ist ein legendäres Pokémon und das legendäre Pokémon ist Lavados, das Feuervogel-Pokémon. Schaut ein wenig aus wie ein Phönix.
Gut, in den Sprite natürlich nicht, aber... TM5, was ist denn das schon wieder? Mega-Kick, okay. Das hätte man, glaube ich, sogar schon mal... Hä, haben wir das nicht schon mal gefunden? Okay, lul. So, jetzt müssen wir von ganz da hinten den Stor rumschieben, oder wie sehe ich das? Ah, den dribbelt ihr aus, du Anfänger. Okay. Den dribbelt man auch aus. Wir haben 17, was ist das? Submission, okay, es ist Überroller, das hat Macho mal vorher gerade lernen wollen. Überheiler brauchen wir nicht, weg damit. Okay, lass mich mal schauen, wo ist denn da der Stor, den wo wir da oben... War das der Stor da oben vorher gerade? Ah, warte, den muss man oben... Ah, ja, warte mal. Ich weiß schon wieder, wie das funktioniert hat. Den muss man nämlich vom Stockwerk oben drüber plumpsen lassen, wenn man nicht alles täuscht. Aha. Aha, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Da ist auch ein Stor, mit dem können wir nichts anfangen, da müssen wir von unten raus. Und da ist der Stor, der wo in die Höhle, in das Loch rein muss. Genau, okay. Ja, so ein paar Rätselpassagen, die schonen uns überhaupt nicht. Ja, komm. Schicken wir den auch schnell geschwind zum Teufel, weil warum nicht? Ah, Mike kann mal seinen Einsatz geben. Kokowai. Okay. So, der Mike wird rasieren. Bin mal sicher. Oh, schau hin. Oh, für Ausschuss, das hat verdammt hohe Verteidigung. Habe ich jetzt nicht wirklich eine großartige Antwort, aber... Schauen wir mal, was Crits ausrichten. Ja, okay, das geht. Panzerschutz, okay. Das wird jetzt dann halt wahrscheinlich nicht killen. Aber wobei doch, der Crit geht durch Statuserhöhungen durch, eh? Also zumindest in den neuen Gens. Akani ist einfach so ein geiles Pokémon. War ja die übelste Viech. Aber ist halt, wenn man Mike hat, ist halt das Akani auch nicht verwehrt, gell? Easy. Top-Beleber darf man nicht verwenden, muss weggeworfen werden. Okay. So, da ist der Stärke-Stor. Der wird wahrscheinlich bis dahinter müssen, oder? Wie sehe ich das? Yes, der muss da durch. Okay, alles klar. TMs sind wir. Okay, man findet einen Haufen TMs in der Siegerstraße. Explosion, ja, okay, das wird man, die kann man straight wegwerfen. Ah, wobei, wer weiß, Explosion Threats, wer weiß, ob uns das vielleicht einmal eine Option aushört. Aber normalerweise nicht.
So, schieben wir mal da entlang. Bis ich als Kind einmal draufgekommen bin, dass man die Stärkesteine auf diese Punkte schirmen muss. Grüß Gott bei dir, hab endlich mal Zeit, dass ich ein Lucky habe, dir, grüß dich. Grüß Gott bei dir. Sieh, dass du einer schaust. So, jetzt nicht in das Loch reingehen, weil sonst resettet der Stor wieder. Okay. Das heißt ja jetzt rein theoretisch müsste sie da jetzt irgendwo eine Passage auftauchen. Irgendwo. Wahrscheinlich da hinten dazu, oder nicht? Okay, da geht's jetzt da oben. Wahrscheinlich war da unten der Stor drin. Ah, und jetzt können wir den da ausschirmen. Beziehungsweise den da einer. Der fällt jetzt oben. Und durch das, dass der jetzt oben fällt, können wir dann unten das Rätsel fertig lösen und können wir dann praktisch mehr oder weniger aussehen. Wie steht die Lage an der Front? Hey, du, ganz gut. Wir haben jetzt auf dem Weg im Pokéliga. Bisher können wir ganz gut voran. Können wir uns, glaube ich, nicht beschweren. Also den Showdown hast du nicht versammelt. So. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt da hinten reingehe, wo komme ich dann da hin? Komme ich dann zu Lavados? Ist das der Punkt da? Müsste eigentlich, oder? Ja, da ist Lavados. Sag jetzt mal so. Ah, scheiße, ich war Meisterball gar nicht dabei. Okay, nevermind, vergesst, was ich gerade sagen wollte. Weil eigentlich kann man Lavados fangen, weil wir werden jetzt wahrscheinlich nichts mehr verlieren. Aber ich habe jetzt einen Meisterball nicht dabei, also von daher ist es irrelevant. Weil ich habe einen Meisterball abgelegt. Oder? Normalerweise schon. Ja, habe ich abgelegt. So, da hinten lagert jetzt nur ein Item. Schau-Explosion, oder? Ja. Oh, Explosion werden wir nicht brauchen. Zumindest nicht in dem Spiel. Können wir uns hinten das Item noch schnell holen? Godspecs. Was ist denn das? Was ist ein Godspec? Weiß ich gar nicht. So, dann haben wir jetzt da runter wieder und jetzt müssen wir da, genau, jetzt liegt da der Felsen, den wo wir runterfallen. Na, warte mal, das ist ja gar nicht. Der ist da rüben. Der Felsen, wo runtergefallen ist, müsste jetzt da irgendwo liegen. Da ist der Punkt. Und da ist der Felsen, der wo jetzt runtergefallen ist, genau. Bazi, wie lange machst du nur? Ich schätze mal gute 2 Stunden. Und hallo Jassi, was machst du da? Hast du nicht einen eigenen Stream? Nein, also wir haben jetzt in der Siegerstraße. Dann ist Teambuilding Session, dann ist Top 4 machen, also so gute 2 Stunden auf alle Fälle noch und dann halt noch eine kleine Wohnungsbesichtigungssession anhand von Bildern. Raucherbein. Oh je. Wie lange streamt Bazi noch? Ja. Hol dir den Vogel und nenn ihn Mistos. Mistos? Alright, wir sind in der Pokéliga, Freunde der Sonne.
Wir haben den langen, beschwerlichen Marsch überstanden. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und der Pokeliga. Die nächsten Gegner sind die stärksten im ganzen Spiel. Und ich bin relativ confident, dass wir es schaffen. MS-DOS. Ich verstehe ja immer noch nicht. Alright. Here we are. Was wir jetzt auf alle Fälle machen, ist Stuff verkaufen. Also die Great Balls brauchen wir nicht mehr. Wir kaufen anstelle des jetzt einfach noch. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir brauchen keine Pokébälle mehr. Wir werden keine Encounter mehr holen. Alles, was wir brauchen, haben wir. Das einzige, was ich kaufe, sind Full Restores. Da haben wir nicht mehr allzu viel. Da kaufe ich jetzt einfach mal nochmal 20 ein, weil easy money. Bis später, Yassi. Ja, danke dir. Ja. Great Boy. Okay. Gut, dann, Freunde der Sonne, machen wir jetzt Teambuilding. Also, mal kurz zur Erklärung, für diejenigen, die wo vielleicht mit Pokémon nicht ganz so bewandert sind, okay? Diese nachfolgenden Trainer, die jetzt dann kommen, sind die sogenannte Top 4, inklusive, also plus Champ, also insgesamt 5 Trainer. Diese 5 Trainer sind mit Abstand die stärksten im Spiel. Wenn wir einmal in dieser Pokeliga drinnen haben, kommen wir nicht mehr außer. Es gibt nur 2 Wege, um aus dieser Pokeliga rauszukommen. Eine davon ist komplett verlieren, was bedeuten würde, die Nuzlocke ist vorbei. Oder wir gewinnen das Ding. Es gibt nur diese 2 Möglichkeiten. Alle Pokémon, die wir in dieser Pokeliga jetzt verlieren, also jetzt mal Black sagt, wir verlieren im ersten Kampf 2 Pokémon, dann haben wir für den Rest dieser Liga nur noch 4 Pokémon zur Verfügung. Ja, also das heißt, diese 6 Pokémon, diese Auswahl an 6 Pokémon, die wir jetzt da mitnehmen, auf die kommt es an. Ja? Und wir müssen uns mit dem Team, was wir jetzt dann zusammenstellen, ein Team finden, das wo alle 6 Trainer schlagen kann. Und das ist jetzt also ein bisschen eine Herausforderung, ja, an die wir uns wenden müssen. Nur zur Erklärung. Level Cap für die Top 4 ist 62. Level Cap für einen Champ, das ist ein Unterschied. Level Cap für einen Champ, Level 65. Ja? Die Top 4 und der Champ werden in diesem Fall getrennt. Also das heißt, wir dürfen unsere Pokémon auf Level 62 vorerst aufleveln. Beim Champ, wenn wir die Top 4 schlagen sollten, dann dürfen wir nochmal auf 65 erhöhen. Ja? Sollte es allerdings vorkommen, soll ich dir auch vielleicht dazu sagen, dass uns während der Top 4 ein Pokémon auf Level 66 hochlevelt, warum auch immer, dann dürfen wir es beim Champ nicht verwenden, weil es ja dann über der Level Cap ist. Hast du eigentlich den zweiten Leafischer? Selbstverständlich, Price, den hast du beim letzten Mal schon gekriegt. Das heißt, wir gehen jetzt ins Teambuilding. Wir legen jetzt erst einmal alles ab, was wir dabei haben. Also alles bis auf ein Pokémon offensichtlich, weil ne? Man kann ja nicht alle ablegen. So. Der erste in der Top 4, oder die erste, besser gesagt, ist die liebe Lorelei. Dieser Trainer hat sich auf Eis-Pokémon spezialisiert. Beziehungsweise sie nutzt teilweise Wasser-Pokémon. Allerdings ist diese Frau nicht ohne. Ja? Sie besitzt ein Yugong, ein Austos, ein Lamus, ein Rosana und ein Lapras. Das Ding ist, Eisangriffe bzw. der Statuseffekt Erfrierung in Gen 1 ist giga broken. Warum? Erfrierung in Gen 1 bedeutet permanent temporär kampfunfähig. Wenn du in Gen 1 eine Erfrierung fängst, ist dieses Pokémon nicht mehr zu verwenden. Ja, es taut nicht mehr auf. Es ist in den anderen Gens, in den nachfolgenden Gens ähnlich wie Einschlafen. Da wo du eine Roll hast zwischen 2 und 5 Runden, wo halt das Pokémon kampfunfähig ist oder temporär kampfunfähig ist. In Gen 1 ist Erfrierung permanent. Außer du heilst es mit einem Item.
da wir mir ja aufgrund des Regelsets im Kampf keine Items verwenden dürfen, ist Erfrierung fangen ein Run-Killer an der Stelle. Vor allem, wenn es wichtige Pokémon haben. Also ihr seht, die Top 4 wird nicht einfach. Oder ich gehe mal davon aus, dass sie nicht einfach wird. Und nicht so wie im Purpur, wo man zwischen jedem Kampf die Pokémon tauschen kann. Richtig. Also, da sie mit Yugang anfängt, Austausch und Lamos und Lapras hat, glaube ich, ist am allergescheitern, dass da auf jeden Fall Flash mit muss. Wenn ich finde. Es wird auf der anderen Box, okay. Flash. Flash ist da. Flash ist in der ersten Gen eins der schnellsten Pokémon überhaupt auf dem Feld. Hat einen sehr guten Spezialangriffswert. Flash ist in der Lage, Lorelei ziemlich in Bredouille zu bringen. Vor allem da man darf nicht nur die negativen Sachen sagen, ja, wir müssen auch die positiven Sachen sein. Bei der Lorelei sind wir im Durchschnitt 6 Level her. Ja, weil ihr stärkstes Pokémon ist auf 56. Wir können auf Level Cap von der Top 4 geht, das ist 62. Das heißt, wir teilen relativ guten Damage aus. Das einzige Problem, was ich jetzt da an der Stelle nur sage, ist ein Lamus, weil das hat sie nämlich auch und das hat Amnesie. Das kann sie hochtanken ohne Ende und dann gefährlich austeilen, aber ich sag da schon ein Out. Ich glaube, dass es am idealsten war, wenn man Bisaflor auch mitnehmen. Bisaflor muss mit. Okay, normalerweise sollte man mit denen zwei relativ gut klarkommen. Wobei Bisaflor eher suboptimal ist, weil Eisattacken auf Bisaflor sehr effektiv sind. Also Flash muss Lorelei hübsch carryen können. Wir brauchen aber fast nur Backup-Strat, falls Flash Erfrierung fängt. Vor allem das Rosanna ist nicht schwach gegen. Hat keinen Schwäche-Nachteil nicht gegenüber Blatt oder Elektroattacken, weil es ein Psycho-Pokémon ist. Beziehungsweise ein Eis-Psycho-Pokémon. Ich glaube, mein Backup-Strat, jetzt passt auf, was haben wir dann? Müssen wir nochmal eins weiterschauen. Als nächstes kam der Bruno, wo es eigentlich ein Kampf drin ist. Okay, lol, wait a minute. Ich hab da, okay. Ich hab's fast befürchtet. Price? You are fucking in. Klickboxen in Gen 1, ich liebe es. Price is fucking in. War dann tatsächlich sogar eine Möglichkeit, um sie um Rosanna noch zu können, wobei es hat. Ja gut, Price hat einen recht guten Angriffswert. Das sollte eigentlich passen. Wobei, wait a minute, die heilt ja auch, glaube ich, zwischendurch, ne? Bin mir jetzt nicht sicher, Hans, 2 oder 3 Highlight-Items musst du verwenden. Ich glaube 2. Most likely bei Lapras. Most likely bei Lapras. Beim Price ist so, er hat Potenzial, dass er Agatha komplett sweept. Der Price hat das Potenzial, Agatha komplett allein hops zum nehmen. Und Bruno kann ein Kikli, Nocturne und Machomai hops nehmen. Rein theoretisch. Okay. Dann haben wir nur einen Siegfried. Der wo Garados, 2 Dragonis, Aerodactyl und Dragoran hat. Da brauchen wir auf alle Fälle Marshall. Weil Marshall ein Eis-Pokémon ist, was relativ gut tanky ist. Double Spoon Penetration. Du hast Potenzial, Agatha komplett
zu zerstören. So, die Assi muss auf jeden Fall mit. Die brauchen wir gegen Siegfried. Siegfried. Was haben wir jetzt dabei aktuell? Flash, Blitzer, Bisaflor, Simsala und Lamascha und Lapras. Okay. Das heißt, wir haben noch 2 Pokémon offen, wo wir Spots füllen können zum Backup-Straten. Das heißt, ich nehme auf alle Fälle Agathe Bauer, ja genau die. Wollen wir jetzt nochmal schnell schauen, weil... Okay, der Siegfried ist scary, der hat bei jedem Pokémon Hyperstrahl. Jedes Pokémon von Siegfried beherrscht Hyperstrahl. Okay, dann war es sinnvoll. Wir nehmen Relaxo definitiv mit. Um gegebenenfalls Hyperstrahl zum tanken. Weil wenn Hyperstrahl nicht killt, kriege ich eine Runde gratis. Vor allem, weil wir beim Siegfried switchen müssen. Im Idealfall. Wenn ich das Relaxo finde. Lol. Da ist er. Relaxo war dann theoretisch auch eine gute Backup-Strat gegen die Lorelei. Für ihr Rosanna. Gott, wenn ich das Team vom Blau sage, dann wird mir schlecht. Das wird so... also ich meine, wir haben jetzt wirklich gut durchgekommen, aber ich habe jetzt richtig Respekt vor der Top 4, wenn ich das sage. Okay, wir haben jetzt... Blitzer, Bisaflor, Simsala, Lapras und Relaxo. Übersehe ich noch immer. Wir haben Wasserattacken in Form von Surfer bei Lapras. Wir konnten eigentlich Gengar gegen Hyperstrahl auch eine Möglichkeit. Was sogar Sinn macht an der Stelle. Das Problem ist, Gengar hilft mir jetzt sonst nirgendwo. Wobei, doch gegen Bruno hilft es mir ein wenig helfen. Aber beim Bruno ist auch wieder irrelevant, weil da haben wir einen Price und halt gegebenenfalls Bisaflor. Bei der Agatha hilft mir Gengar gar nichts. Ja, Gengar war ein Backup-Strat für einen Siegfried tatsächlich. Für die Hyperstrahl-Thematik. Gegen Blau hilft's mir auch nicht. Ja, gegen Blau kann's gegen... Na, hilft mir gegen Blau nichts, weil Simsala stirbt, weil ich mit Gengar Simsala nicht one-shotten kann. Also Gengar war dann eigentlich nur ein Pick gegen Hyperstrahl und das ist dann fast ein bisschen zu wenig, wenn du mich fragst. Wolltest du Relaxo und Cabo? Relaxo ja, bei Cabodops bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es mir weiterhelfen kann. Mal schauen. Ich liebäugel jetzt tatsächlich gerade noch mit Garados. Garados, wir haben ja selber Hyperstrahl auf unserer Seite und das war halt schon nicht schlecht. Weil wir mir selber mit Hyperstrahl halt einmal irgendwas hops nehmen können. Rein theoretisch lernt da Gengar
lernt ja Relaxo auch noch Hyperstrahl. Das heißt, wenn wir 2 Hyperstrahlangreifer haben, war halt schon nicht schlecht. To be fair. Garados war eigentlich zu gut, um es nicht mitzunehmen. Wir müssen dann sowieso noch mal über die Attacken schauen, ob wir noch irgendwas anderweitig machen können. Aber ich level jetzt erst einmal alles auf, von denen jetzt einmal alles auf 62 auf. Mein Overlay-Updates ja aber hoffentlich schon, oder? Ja. Okay. Jetzt halt nur nicht verdrucken und überleveln, das war fatal. Okay. 62 war das, ne? Yes, 62 ist Level Cap. Okay, das beschleunigt man schnell mal noch mal ein wenig. Schauen wir mal. Ich glaube, dass das ein intenses Finale wird. Schlafpuder. To be honest? Na, ich habe eine andere Idee. Der Bisaflow habe ich eine andere Idee. Das. Bisaflow habe ich eine andere Idee im Kopf, was wir noch lernen könnten. Wir müssen, wie gesagt, dann eh über das Moveset noch drüber schauen. Wo die einzelnen Pokémon, die wir jetzt theoretisch mitnehmen. 61, 62, okay. Der Mr. Preis. Wird natürlich auch auf Level Cap gebracht werden. Boah, ich muss so dringend brunzen, hey, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. 2 drungen. Okay. Hydropumpe. Mit Yassi. Nehmen wir jetzt auf alle Fälle einmal mit. Für den Fall, dass wir sehr viel Damage brauchen. Ja, sicher ist sicher. Surfer lernen wir aber der Yassi dann auch noch. Hätte ich jetzt fast behauptet. Das wirst du, glaube ich, auch noch irgendwann Blizzard lernen. Theoretisch. Ja, perfekt. Relaxo lernen auch noch Hyperstrahl tatsächlich. Easy. Kopfnuss weg. Falls wir uns einmal hochbuffen müssen. Schutz wahrscheinlich nicht, wenn wir das andere nicht behalten. Okay. Gut, perfekt. Dann lege jetzt mal alles ab, was wir wirklich definitiv nicht mehr brauchen. Wir brauchen mal keinen... Ah, warte mal, das kann man eigentlich... Das können wir jetzt... Jetzt ist eh wurscht, jetzt können wir das Zeiger verkaufen, weil wir kaufen jetzt dann sowieso nichts mehr ein. Von daher... die Elixiere behalte ich jetzt einmal noch, die können wir noch brauchen. Full Restore brauchen wir noch, Secret Key legen wir ab. Rare Candies behalte ich auch mal noch. 99. So, das sind die ganzen TMs. So. Dann nehmen wir noch die ganzen... Das legen wir ab. Das
das legen wir ab. Maxi lassen wir noch dabei, Rare Candy lassen wir noch dabei, die ganzen VMs außer VM3 lassen wir auch. Nur schnell geschwind da. So. VM4 weg. Ah, jetzt ist Box voll, okay. Nehmen wir mal die ganzen TMs mit, die wir noch haben. Soll ich dann einzeln drüber schauen, was das für Attacken haben? Oder haben wir doch ganz schön viele TMs? Jetzt TM-Listen offen für die Gen 1, das ist gut. Okay. Das Einzige, was ein bisschen abhisst, ist, dass du halt einfach einen beschränkten Beutel hast. Weil wir haben auch noch so viel. Okay, pass auf. Gehen wir einfach mal systematisch durch. Das ist Feuersturm, weiß ich wie's. Geovisur mit der TM27 gesagt, die brauchen wir nicht, die wirf ich weg. Geovisur ist einfach so inkonsistent, bringt uns gar nichts. AM3 Surfer. Fangen wir mal damit an. Surfer braucht auf alle Fälle noch das Marshall. Ja. Für Konfusstrahl. Okay. TM43 ist Himmelsfeger, ist eine Taktik, wo über 2 Runden geht. Inkonsistent brauchen wir nicht. TM5, Megakick. Heute jetzt einmal noch. TM17 ist Überroller, das brauchen wir auch nicht. TM34 ist Geduld, brauchen wir auch nicht. Weg damit. TM12, Aquaknarre, braucht Aquamensch nicht. Weg damit. TM4, Wirbelwind ist auch Schmutz, braucht Aquamensch nicht. War das, oder? Ja, TM4. TM5, Megakick werden wir auch nicht mehr hernehmen. Ja, wobei. TM45 ist Donnerwelle, das brauchen wir nicht. TM19 ist Geovisur, brauchen wir auch nicht. Ja, wobei. Teleport, das ist Schmutz, brauchen wir definitiv nicht. Du, jetzt, ich sortiere jetzt erstmal aus, was wir definitiv nicht brauchen. Das ist Konter. Brauchen wir auch nicht. Steinhagel, okay, Steinhagel ist interessant, das heben wir auf jeden Fall einmal auf. Die wir brauchen. TM49 ist Liblette, werden wir nicht brauchen. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich hab sauber 2 TMs. Haben wir mir die ganzen TMs gefunden? What the fuck? Es sind nur noch eine da, oder? TM 22. Ja. Das ist die letzte TM. Geht es sich um eine nicht aus, möchtest du sich nicht glauben. So, 49 haben wir noch angeschaut. Das war Tri-Attack, genau. Im 21 ist Megasauger, das möchte ich Bisaflor lernen. Damit wir uns ein wenig dagegen heilen können. Potenziell vor allem gegen das Lamus. Das passt. Dann können wir jetzt die letzte TM auch noch mitnehmen. Okay.
TM Sim, Hornbohrer, Inconsistent Comic. Das Bodycheck brauchen wir normal auch nicht. Klingensturm ist auch wieder eine Taktik, geht über 2 Runden. TM13 ist Eisstrahl, was ich gewiss, können wir brauchen, oder? Ja, das ist Eisstrahl, das möchte ich Garados noch als Coverage nennen. Und dann haben wir mit Garados teilweise noch eine Antwort auf seine Drachen-Pokémon vom Siegfried. Da tue ich tatsächlich sogar Drachenwut weg, weil es macht nur in Anführungszeichen 40 Schaden und das ist halt praktisch in der Range, wo wir uns jetzt dann befinden, sowieso nichts mehr. Von daher haben wir dann noch Coverage mit Eisstrahl. Schädelwumme bringt uns nichts. Double Team bringt uns nichts. Toxin kann uns helfen. Wobei, wir werden nichts stallen. Wir werden nichts stallen an der Stelle. Also ist Toxin auch irrelevant. Blizzard. Blizzard war nur so eine Sache. Da ich fast als Coverage für Relaxo noch mitnehmen. Wieder mit dem Hintergedanken vielleicht, was gegen Siegfried machen zu müssen. Ja, Siegfried, wie gesagt, der ist halt einfach saugefährlich. Feuersturm kann wahrscheinlich keiner lernen, oder? Lol, Garados kann Feuersturm lernen. Ja gut, aber ich habe jetzt da eigentlich meine Attacken voll. Das ist Takedown. Ziehwelle brauchen wir nicht. Und Solarstrahler brauchen wir auch nicht, okay. Gehen wir geschwind durchs Moveset von den ganzen Pokémon. Okay, wir haben dabei Blitzer mit Doppelkick, Donnerwelle, Donnerblitz und Nadelrakete. Das da die Song. So, wir haben ein Bisaflor dabei mit Rasierblatt, Zerschneider, Megasauger und Wachstum. Wachstum ist zum Setupen, falls wir es nutzen müssen. So, wir haben einen Price dabei. Genesung, Psychokinese, Reflektor und Psystrahl, das passt auch perfekt. Wir haben das Marschall dabei. Hydropumpe, Bodyslam, Eisstrahl und Surfer, passt auch. Wir haben ein Relaxo, den Godlike Tank dabei mit Hyperstrahl, Blizzard, Erholung und Bodyslam. Und wir haben ein Garados dabei mit Stärke, Eisstrahl, Hyperstrahl und Surfer. Das sollte so passen. So, das Einzige, was jetzt ich noch tue, ich werde jetzt die ganzen anderen Sachen sofern möglich wieder ablegen und nehme nur noch das mit, was wir wirklich brauchen, damit wir ja nicht durcheinander kommen. Und alles, was ich nicht mehr ablegen kann, verkaufe ich oder wie weg, wie auch immer. Okay. Wir haben jetzt noch dabei Elixier, um unsere APs wieder aufzufüllen. Wir haben ein Full Restore dabei. Im Worst Case brauchen wir was auf 6x4, 4x6, das sind 24 im Worst Case. Brauchen wir 24 Full Restores, wir haben 35, da haben wir auf alle Fälle Safe. Und Rare Candies haben wir noch mit zum Nachgrinden, falls wir es bis zum Champ schaffen. Passt also auch. Also sprich, wir haben eine komplette Heilung dabei mit denen zwei und wir haben was zum Aufleveln dabei. So. Blitzer, Bisaflor, Simsala, Lapras, Relax und Garados. Okay. Ja, sie! Also noch besser hätte ich dein Timing gar nicht sagen können. Unfassbar, grüß Gott. Vielen lieben Dank, Jassi, für deinen fetten Raid. 52 Zuschauer, 52 zauberhafte Schleifen kämen zu uns einer. Pünktlichst zum Showdown gegen Pokeliga. Grüß euch. Anja, Servus, Bukul, Servus, Ripsi, Servus, Price. Ja, du bist eh schon da. Burgi habe ich dere. Schul habe ich dere. Prof habe ich dere. Sabi, Servus. Ich hoffe, ich überlese jetzt keinen. Grüß Gott beieinander. Ja, unbedingt Showdown, auf alle Fälle. Unbedingt. Fischkopf habe ich dere. Grüß dich. Der Dean habe ich dere. Grüß dich. Grüß Gott.
Mick Habitäre, servus. Leute, wie war die BD noch? Wie war's noch bei euch? Was zauberhaft? Ico-Fehler, Zombie, Pirate Girl, Habitäre. Was denn jetzt? Danke für die ja, da war's ja direkt aus. Ich sag vielen Dank für den unfassbar großen Raid. Vielen lieben Dank. Leute, wer mich noch nicht kennt, grüß Gott beieinander. Ich bin der Gamer-Bazi, oder beziehungsweise falsch, ich war der Gamer-Bazi. Ich heiße einfach Bazi. Ja, ihr Herz ist, ich spreche ausschließlich im Dialekt. Der Burgi fetzt schon mal mit dem Bresel einer. Ich komme aus Niederbayern, ich spreche ausschließlich Niederbayerisch. Wenn es irgendwelche Fragen zu mir und meiner Person habt, stellt es gerne im Chat. Wir spielen heute das Finale von der Pokémon Blau Hardcore Nuzlocke. Wir haben jetzt kurz vor der Top 4. Wir haben gerade das Teambuilding beendet. Ich werde jetzt dann schnell ganz kurz in den Pausenscreen wechseln, weil ich unfassbar dringend aufs Klo muss. Und dann wird der Showdown in der Pokéliga stattfinden. Für alle, die nicht wissen, was eine Nuzlocke Challenge ist, in dem Fall ist es eine Hardcore Nuzlocke Challenge. Basically ist das Pokémon mit extrem scharfen Regeln. Einfach gerne mal Ausrufezeichen Regeln in den Chat schreiben, damit ihr euch auskennt, um was das überhaupt geht. Und ja, wir haben ja jetzt, wie gesagt, im Finale angekommen und wir wollen natürlich diese Challenge schaffen. Ja? Schön, dass ihr da habt, freut mich außerordentlich. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit bei uns. Nehmt euch zurück, holt euch was zum Trinken. Ich muss einschenken, abgesehen davon. Und ja, wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt und einen schönen Sonntagnachmittag beieinander. Ja? Wo man kleiner schnell das einschenken, damit ich nicht in 2 Minuten wieder zum Bieseln gehen muss, wenn ich wieder komme. Dann passt das Ding ja. Da kriegt ihr gleich eine Neuerung mit. Ja? Das ASMR einschenken. Das gibt's schon geraume Zeit bei unserem Kanal. Die meisten kennen es schon, aber jetzt haben gerade unfassbar viele neue Leute da. Denen schaut das wahrscheinlich gar nicht, wenn sie es einmal sagen. Obacht. Da ja mein Chat bzw. meine Community sehr auf meine Gesundheit achtet, ja, und ich ja genügend trinke während der Stream-Session, ja, haben wir uns das ASMR-Einschenken einfallen lassen, sozusagen. Da geht jetzt halt an der Stelle gleich mal eine heftige Triggerwarnung raus. Alle, die sich jetzt da gerade im Stream befinden, die Cap, keine Sorge. Für alle, die jetzt noch nicht auf der Toilette waren heute, ja, oder die, wo halt noch nichts drungen haben, die werden beides dann gleich durch müssen, okay? Ausschließliche Triggerwarnung. Ja? Und für die Top 4 wird es heute die Dauercap geben, ja, definitiv. Die Punkte kannst du zurückziehen, ja. Also diesen Punkte-Request nicht einlösen, die Punkte gehen zurück. Ich werde die Cap sowieso die ganze Zeit über in der Pokéliga tragen, okay? In diesem Sinne, Freunde der Sonne, Boxen auf dran oder Headset auf dran, je nachdem, wo ihr mich da gerade jetzt Herz, ist zauberhaft. Aufgemerkt. Sehr schön. Sehr, sehr zauberhaft. Jetzt muss ich schauen. Jetzt schreibt mir zaubert viele Leute im Chat. Die kommen schon gar nicht mehr nach. Ja, sieh du, wenn du mit der Blutgrätsche daherkommst, dann eskaliert so bei. Ich soll was auf der Toilette trinken? Nein, Reppi, ja genau. Du trinkst was auf der Toilette. Sehr gut. Müsste eigentlich nur mal Sanitärbereich besuchen. Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, wenn du Probleme hast, dass du aufs Klo musst, wenn du Wassergeräusche hörst, dann viel Spaß, wenn du mal alt und unkontent... Ja, das hoffen wir alle nicht. Mick, das hoffen wir alle nicht, dass das passiert. Ich hätte es gesponsert. Nein, zieh's zurück. Na klasse, jetzt... Ich hab eng gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Leidels, Prost. Nochmal merci fürs Dosen auf euch und ja, viel Spaß bei den nächsten kommenden... Ja, sagen wir mal die nächste kommende Stunde. Oh. Was für dicke Steine! Geh pieseln. Ja, ich gehe ja schon. Das hätte ich jetzt nicht 100 Bits kosten müssen. Danke dir, Jassi. Ich gehe ja schon pieseln. So, ne, Leute, das ist perfekt. Jassi, du hast ein Timing, dass du sagst, gibt's das. Jetzt haben wir 2 Neuerungen. Erstens das ASMR-Einschenken, das was die meisten von euch jetzt noch nicht kennen. Und zweitens, das ist eigentlich das Interessante. Wir haben eine Knädelcam. Das ist mein Selbst, ja. Jetzt ist so ein bisschen die Stream-Attraktion bei uns. Ja? Also ich habe 2 Flauschen. Haben wir eine Pause?
Das rechte ist der Mats und das linke ist Paladin, wo da so griesgrimmig gerade reinschaut. Und das ist unser Pausenscreen. Ich schalte den jetzt geschwind der Musik ein, Leute, ich muss unfassbar dringend bisseln. Ich bin in 3 Minuten spätestens wieder da und dann, Freunde der Sonne, machen wir Top 4. Ja, dann geht's richtig zur Sache. Heute hängt dabei ein Knabberzeug, Apps zum Dringer, wie auch immer, geht's selber noch schnell kurz austreten und dann sehen wir uns hoffentlich in 3 Minuten wieder. Bis gleich. Sind wir bereit? Wer hat Bock auf Pockeliger? Ja, dann, da ich sagen, gehen wir so. Hey, das ist das falsche Fenster. Basi, du Anfänger. Da müssen wir ja. Sehr gut.
Wo Hut? Guter Call. Jill ist schon wieder nicht vorbereitet. Aber imagine einen Streamer daneben, der wo 2023 vorbereitet ist. Ah, da unten tatsächlich. Ich bin nervös. So. Da war ja noch was, Sabbat 1 Herz. Bro, danke dir für deinen Resub im 5. Monat. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß. Weiterhin mit den Emotes. So, Freunde der Sonne, heute ist, was normalerweise ein Kanalpunkte-Request ist, ist die Poké-Cap-Time, ja, für 3 Minuten. Die ist jetzt während des Runs durch die Poké-Liga dauerhaft im Einsatz, okay? Soll ich Klick bringen, habe ich mal gehört. Magst du deinen Teamnamen sagen? Ja, selbstverständlich sage ich meinen Teamnamen her. Gibt's nicht. Okay, also, wir gehen mit folgendem Team in die Poké-Liga. Das ist einmal Flash, das Blitzer, okay? Doppelkick, Donnerwelle, Donnerblitz und Nadelrakete. Was Besseres für Nadelrakete habe ich leider nicht gefunden, aber das hilft nicht. Dann ist mit dabei Bisabazi, das Bisaflor. Mit Rasierblatt, Zerschneider, Megasauger und Wachstumzerschneider habe ich leider im Laufe des Runs lernen müssen. Hilft leider nicht, muss so sein. Dann ist dabei der Löffelpenetrierer, Price-Zahler aka Simsaler mit Genesung, Psychokinese, Reflektor und Psystrahl. Mit dabei As Predicted, La Marshall aka Lapras mit Hydropumpe, Bodyslam, Eisstrahl und Surfer. Yassi hat die ehrvolle Aufgabe, uns gegen Secret zu carryen, falls wir es bis dahin schaffen. Dann ist dabei Ripsy, Riplaxo aka Relaxo mit Hyperstrahl, Blizzard, Erholung und Bodyslam. Und dabei Garali aka Garados mit Stärke, Eisstrahl, Hyperstrahl und Surfer. Diese 6 müssen es richten, diese 6 sollen uns den Titel des Gems und somit den Erfolg oder den erfolgreichen Abschluss der Nuzlocke Challenge gewähren. Seit wann trifft Geovisur auf höhere Level? Mein Pokémon hat Level 55 und das Gengar hat Level 50 und ich bin betroffen worden. Wenn mir nicht alles täuscht, war das schon immer so. Spielst du das mit Emulator oder wie funktioniert das? Yes. Genauere Infos erfragst du bitte mir. Du schreibst mir am besten eine Privatnachricht. Ne? Also ich spiele es offiziell auf dem Game Boy Advance. Okay. Best Team EU West. Ja, ich hoff's, dass es ausreicht. Soll ich mal eingehen? Wie gesagt, wenn wir durch diese Tür gehen, führen nur 2 Möglichkeiten wieder da heraus. Entweder eine komplette Niederlage oder ein Sieg. Kenn mich schon. Passt. Na schau, bei der Gen 1 nicht, aber bin drauf geworden. Dann weiß ich's nicht. Und ich bin der Mike und ich war auch da. Hey, du hast vorher 2 Trainer zerlegt. Ja, ich hab die schon im Einsatz gehabt, so war's nicht. Du hast deinen Teil dazu beigetragen. Teil des Schiffs, Teil der Crew, Alter. Ich hab das gesagt. Tu es. Ich bin nervös. Das ist mein erste Top 4 On-Stream bei einer Nuzlocke Challenge. Victory Valhalla. Da waren wir wieder. Ja, ist gut. Alles gut. Ja, leider, das hilft eh nicht. Wenn wir die Challenge schaffen wollen, müssen wir da sowieso reingehen. Also da ich sagen, warten wir's. So, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Halt, das ist das Falsche. Wir gehen uns sicher, dass Blitzer vorne ist. Das ist in dem Fall vorne. Meine Items habe ich. Na gut, jetzt war es jetzt spät. So, Lorelei habe ich vorher erklärt. Sie hat Eis-Pokémon. Der Statuseffekt für Erfrierung ist in Gen 1 Giga Broken, habe ich vorher erwähnt. Ich sage es jetzt der Vollständigkeit halber nur mal dazu. Sollte eines unserer Pokémon hier eine Erfrierung fangen, ist dieses Pokémon für den Rest des Kampfes kampfunfähig, weil Erfrierung in Gen 1 nicht von alleine abheilt. Das heißt, der Run kann durch die Lorelei allein schon komplett zerstört werden. Wenn sie es schafft, 2 oder 3 Pokémon in den Permafrost zu schicken, ist der Run
an der Stelle wahrscheinlich vorbei. Ja? Wir sollten schauen, dass wir mir so schnell wie möglich ihre Pokémon killen. Ansonsten kann es ziemlich unflauschig werden. Kann man in den Wasser angeln? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, kann man bestimmt, aber das bringt uns jetzt eh nichts mehr. Gut. I am Lorelei of the Elite Four. No one can best me when it comes to icy Pokémon. Freezing moves are powerful. Your Pokémon will be at my mercy when they are frozen solid. Are you ready? Sind wir mir bereit? Kann intens werden. Mir fällt gerade noch was ein, wir brauchen eine Vorhersage. Ich bin wirklich nicht vorbereitet. Die drucken jetzt schon noch eine, selbst nicht. Da habt ihr jetzt allerdings nur 2 Minuten Zeit, weil ich leider verschwitzt habe. Aber haut 10 Punkte ein. Die letzte Vorhersage für diesen Run. Ihr könnt Kanalpunkte verlieren und oder gewinnen. So, sie fangen an mit Yugong. Auf Level 54. Aufgrund des Level Caps vom Siegfried haben wir 8 Level stärker. Was uns einen kleinen Vorteil verschafft. Und Donnerblitz sollte hier, wenn möglich, killen. Tut's, sehr gut. Ein Pokémon weniger, was uns erfrieren oder einfrieren kann. Austos hat eine unfassbar hohe Verteidigung, was allerdings nicht für seine spezielle Verteidigung gilt. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch das ist ein One-Hit-KO. War Critical Hit, weiß ich nicht, ob er mattert, aber sollte nicht von Relevanz sein. So, Slowbro ist an der Stelle absolut gefährlich. Warum? Slowbro beherrscht einen Setup-Move mit Amnesie. Der Vorteil ist, dieses Lamus beherrscht nur Aquaknarre als offensiven Move. Das heißt, Bisaflor tankt Slowbro super weg. Und genau aus dem Grund haben wir uns vorsichtshalber Megasauger gelernt. Falls er mit Aquaknarre so viel Damage fährt, können wir uns mit Megasauger ein bisschen dagegen heilen. Rasierblatt in Gen 1 ist immer ein Crit. Was bedeutet, dass wir mit dem Lamus relativ gut klarkommen werden. Easy. Chat, für den Fall, dass ihr nicht auskennt, Ausrufezeichen Regeln, dann kriegt ihr sofort mit, was genau Sache ist. So, Rosanna ist eben das Pokémon, was ein bisschen scary ist. Mit Bisaflor kann ich da jetzt auf keinen Fall drin bleiben, weil es beherrscht Eishieb und da kommt jetzt der Punkt zum Drang, der wo gefährlich wird. Ich muss jetzt switchen und wenn ich mir jetzt Erfrierungen fange, wird's bösartig. Genau aus dem Grund haben wir uns Relaxo mitgenommen. Gott sei Dank geht's für Duplex-Hieb. Es watscht dann Ripsi ab. Ripsi lässt dir das nicht gefallen. Wir werden da nicht lange umeinander. Wir gehen mal sofort für Hyperstrahl. Notice. Das Gift ist kein Rosanna. Sei danke dir für deine 69. Okay, Hyperstrahl geht daneben. Das ist schon mal sehr unzauberhafter unzauberhafter Sachverhalt. Jetzt kommt's. Das sollte tot sein. Nice. Und das ist ihr Ass. Lapras beherrscht nicht nur irgendeinen Eisangriff, sie beherrscht mit Lapras Blizzard, der noch mehr reinhaut als Eisstrahl und noch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zum Erfrieren. Und jetzt kommt einfach die Gen 1 Mechanik zum Drang von Hyperstrahl. Normalerweise ist es ja so, wenn du Hyperstrahl einsetzt, brauchst du eine Runde, um dich zu erholen. Wenn Hyperstrahl in Gen 1 ein Pokémon killt, kannst du sofort wieder schießen. Das killt jetzt nicht. Sie geht jetzt mit einem Supertrank. Jetzt muss ich mich erholen. Warte mal, zählt jetzt das schon als Erholung? Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
So, aber wurscht, wir können jetzt an der Stelle eigentlich für Gyarados gehen. Weil Gyarados soll jetzt schneller als wie Lapras. Ich hoffe jetzt, es geht nochmal für Hydropumpe. Blizzard war an der Stelle jetzt unzauberhaft. Das ist auch nicht gerade geiler. Die Frage ist, kann ich... Eine Hydropumpe kommt jetzt auf keinen Fall, aber die Frage ist, ob ich einen Blizzard tanken kann. Das ist mir zu heiß. Wenn ich nicht durch Verwirrung durchkomme, habe ich ein richtiges Problem. Wir könnten aber eigentlich mit der Yassi gegentanken. Wir haben ein Bodyslam drauf, das sollte fein sein. Hat der einen Switch predicted? Okay, weird. Okay, die predicted einen Switch. Die predicted einen Switch. Tatsächlich. Die AI kann Switches predikten. Ah, jetzt halt, okay. Jetzt haben wir schneller, weil wir ein höheres Level haben. Easy. And that's Lorelei. Normal, oder? Müssen wir alle haben. Okay, erster Trainer in der Top 4 ist überstanden. Der für meines Erachtens beängstigendere Gegner, weil es eben Erfrierungen machen kann. Sehr stabil. Sehr stabil gelaufen. Keine Verluste, sind wir voll im Saft. Alles gut gegangen. Es hätte auch ganz anders gehen können. Wie gesagt, wenn sie den einen oder anderen Eismove abdruckt und mir Erfrierung fangen, wird es ganz schnell bösartig enden. So, wir heilen wieder entgegen. Gut. Nächste auf der Liste. Danke für die GGs, by the way. Nächster auf der Liste ist Bruno, der Kampftrainer der 2 Stein-Pokémon hat. Ich verstehe die Frage nicht. Das heißt, wir fangen im nächsten Kampf mit Bisaflor an. I am Bruno of the Elite Four. Through rigorous training, people and Pokémon can become stronger. I've weight training with my Pokémon Rot, also das bin ich. We will grind you down with our superior power. Okay, der Satz ist äußerst zweifelhaft, Mr. Bruno, dass du mich downgrindest. Weiß ich nicht, was du da dabei denkst. Haben wir den 99 Rare-Kenntnis von Missing No Trick? Nein, die habe ich über PK-Hacks. Aber Missing No Trick ist halt der legit way gewesen damals, ja. Okay. Bruno, der zweite der Top 4, der, wo, weiß ich nicht, das war früher der Dwayne Johnson so, der Vorgänger von ihm. Er fängt mit Onix an. Was kein Problem für Bisaflor sein soll. Okay, One-Hit-KO. Robustheit gibt es in dem Spiel noch nicht, von daher alles easy. So, Nocturne beherrscht Eishieb, Feuerschlag, Donnerschlag und Konter. Konter ist in dem Fall gefährlich, wenn ich mit einem physischen Angriff treffe und er Konter druckt, dann kriege ich doppelten Damage. Das heißt, the only way is Price. Und hoffentlich nicht paralysiert werden. Okay, das macht ja gar keinen Damage. Alter, wie scheiße bist denn du eigentlich?
So. Pickli auch überhaupt kein Stress nicht. Price regelt das mit seinen 2 Leben im Blindflug. Da kommt noch mehr Onyx. Da müssen wir noch mal switchen. Da kann der Price nicht allzu viel durch. Das heißt eigentlich wieder easy Visaflor. X Verteidigung, das heißt, es hält mehr Damage aus, macht aber nichts, weil Crits gängen durch Statuserhöhungen durch. Ich weiß nicht, ob es in Gen 1 so ist, aber normalerweise ja. That's why Onyx trotzdem stirbt. So, last but not least, sei Machomai. Machomai ist ein wenig gefährlicher, hält ein wenig mehr aus, teilt vor allem verdammt viel aus. Und das Problem ist, es hat Geovisur. Und wie der Sai vorher gesagt hat, Geovisur trifft auch Pokémon im höheren Level. Das heißt, wenn ihr jetzt rauswechselt zu Simsala, was ich jetzt nicht tun werde, weil ich Simsala für den nächsten Kampf brauche, dann kann es mir unter Umständen passieren, dass ich ein Pokémon verliere. Gott sei Dank haben wir ein Pokémon dabei, was auch den Flugtypen hat. Und das ist Gyarados, was bedeutet, dass Geovisur negiert werden darf. Bedeutet aber zwangsweise, dass Gyarados womöglich abgeworfen wird. Gut, dass wir auf Gyarados gegangen. Er hat nämlich Geovisur gedrückt und wenn uns Geovisur trifft, dann haben wir automatisch ein Pokémon weniger, weil Geovisur ein One-Hit-KO-Angriff ist. Der killt immer, wenn er trifft. Und in dem Fall ist Bruno auch abgehakt. Easy. Und das war Bruno. Es läuft ja direkt gut. Ich klopfe jetzt bevor es loglich auf Holz. Nur mit Vorsicht soll man wieder alles an AP auffüllen, weil man weiß ja nicht, dass uns einmal ein Attack ausgeht. So, nächste auf der Liste, Agatha. Nicht Agathe Bauer, sondern Agatha. Agatha hat Gift-Pokémon und davon 2 Geist-Pokémon. Und für diesen Job ist nur einer zuständig und das ist Mr. Price. Mit 2 Leben und einem verdammt geilen Schnurrbart, wenn du mich fragst. Der Price hat die Möglichkeit, oder wir haben mit dem Price die Möglichkeit, so muss ich sagen, dass Agatha komplett gesweept wird. Ja? Das ist nur mit Simsala möglich, weil Simsala einen unfassbar hohen Base-Speed-Wert hat und nahezu alle Pokémon von ihr outspeedet. Ich hoffe jetzt einmal, normalerweise sollten wir auch Gengar outspeeden. Ich werde das jetzt nur noch mit Triple confirmen, dass das wirklich so ist, aber es sollte so sein. Normalerweise hat Simsala einen höheren Base-Speed als wir Gengar. Eben nur mal schnell kurz luren. Gengar hat einen Base-Speed von 110 und Simsala hat einen Base-Speed von 120. Also, ist nichts in ihrem Team, was uns outspeeden könnte. Agatha, Freunde der Sonne. Nummer 3 auf der Liste. I am Agatha of the Elite Four. Oaks taken a lot of interest in you. Also, Eich hat ja, ist wurscht. Child. That old duff was once though and handsome. That was decades ago. Now he just wants to fiddle with his Pokédex. He's wrong. Pokémon are for fighting. Rot, I'll show you how a real trainer fights. Guess we will see about that. So, auch sie besitzt 2 Gengars. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt nur einen, der das regeln kann, und das ist der Price. Wir werden mal einfach Psychokinese durchspammen. Keines ihrer Pokémon sollte in der Lage sein, Psychokinese zu tanken.
Eines nach dem anderen wird für ihr fallen. Sie ist jetzt in unserer Situation der einfachste Gegner. Das war ein Crit. Sollte aber keinen Unterschied nicht machen. Und das war Agatha. Nur Simsala ist dazu in der Lage. Weil es den Speedwert halten kann und weil es einen unfassbar hohen Spezialangriff hat. Wenn wir Simsala nicht gehabt hätten, wäre Agatha tatsächlich ein Problem geworden. Wahrscheinlich. Sie war der Gegner, von dem ich am allerwenigsten Schiss gehabt habe. Eben durch die Tatsache, dass wir das Glück gehabt haben, dass wir Abra damals anfangen können. So, und jetzt wird es schwierig. Jetzt muss die Yassi herhalten dann. Jetzt kommt nämlich der Siegfried, der mit Abstand der Stärker ist von denen, weil er Drachen-Pokémon besitzt. Wir fangen aber nichtsdestotrotz mit dem Blitzer an, mit Flash, weil er fängt mit Gyarados an und mit Donnerblitz sollte man mir Gyarados locker killen können. Okay. Ab jetzt rechne ich mit Verlusten. Ja, ich habe bei der Lorelei mit Verlusten gerechnet. Beim Bruno ein bisschen. Bei der Agatha gar nicht. Und jetzt kommen noch zwei Gegner, die nicht ganz so ohne Hand. Level. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, Option. Wir haben zwar Price auf Level 63, aber sobald ich die Liga betrete und dann ein Level Up habe, ist kein Problem mehr. Ja, das kannst du halt nicht vermeiden. Ich darf jetzt nur nicht auf Level 66 kommen. Das Level Cap ist immer vor Eintritt in den Kampf. Na, der Blau hat 65. Der Siegfried hat 62. Das ist aktuell unser Level Cap. Okay. Siegfried, Baby. So, vor Gyarados fürchte ich mich persönlich überhaupt nicht. Es ist vierfach effektiv und es sollte nach einem Donnerblitz auf jeden Fall down sein. Plot Twist. Das war der einfache Part. Er hat nämlich 3 Drachen-Pokémon und die resistieren fucking alles außer Eisattacken. Für den Fall und nur für diesen Fall haben wir Yassi dabei. Yassi wird sich um diese Drachen kümmern. Hoffe ich zumindest. Jetzt sind nämlich die Rollen ein wenig vertauscht. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, eventuell eine Erfrierung hervorzurufen. Mir wundert es nur, dass wir outspeeden. Aerodactyl schockt uns überhaupt nicht. Oder soll es uns das schocken? Moment, nicht, dass jetzt voreilig wird. Es hat keinen Steinangriff, aber es hat Hyperstrahl. Lass mich mal schauen, was für Stats Lapras hat. Wir haben 135 Special und 114 Defense. Ich gehe jetzt einmal davon aus, wir können einen Hyperstrahl, sollte einer kommen, tanken. Es macht auch keinen Unterschied, jetzt zu switchen. Weil wenn ich jetzt switch und in Relaxo gehe und dann Eisstrahl mache, Blizzard mache, kriege ich wieder Hyperstrahl-Damage. Das heißt, es ist eigentlich wieder ein Trade-off. Wo es ja am Ende aufs Gleiche rausläuft. Also bleibe ich mit der Yassi jetzt drin, weil wir haben Backup-Strats mit Gyarados und mit Relaxo fürs Dragoran. Das macht Superstrahl, okay? Ah, Yassi ist einfach OP.
Okay, Aerodactyl ist down. Und das ist sein Ass. Dragoran, was wir mir nicht geschafft haben zum Kriegen, ist in der Gen auch absolut broken. Und da kommt der Hyperstrahl. Oh, ich glaube, der Assi stirbt uns. Ja. 2 Crit. Ja, sie, es tut mir leid, aber gegen den Crit habe ich nichts tun können. Der erste Tod in der Nuzlocke Challenge. Das heißt, wir gehen zum Gem maximal zu 5. Es ist schneller, es hat jetzt mit Hyperstrahl gekillt, was heißt, es kann wieder schießen. Und ich muss Blizzard treffen. Okay, er geht daneben. Huge. Gegencrit. Press F for Respect, die wo für die Yassi, die wo an Siegfried enorm gecarried hat. Aber leider aufgrund eines Crits draufgegangen ist. Hat er uns leider einen Dämpfer verpasst. Aber wir sind ja nicht komplett verloren. Wir haben ja immer noch 5 Pokémon und mit denen 5 sollten wir eigentlich in der Lage sein, damit wir einen Blau besiegen können. Unser Level Cap steigt jetzt auf 65 hoch. Yassi geht leider nicht mit in den Kampf. Nach Regelset, alle besiegten Pokémon bleiben besiegt. Ist leider bitter, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Lapras bzw. mit Yassi einen Hyperstrahl getankt hätte. Aber der Crit hat leider zu sehr reingehauen. Ja, da hat aber mit der Yassi nichts tun können. Das ist RNG, das gehört dazu. Mit dem müssen wir leider arbeiten. So. Das letzte Mal nachgrinden, das letzte Mal aufleveln. Und dann hoffentlich den Pot holen. Aber wie gesagt, ich habe beim Siegfried ganz klar damit gerechnet, dass wir irgendwas verlieren. Also ich hab schon fast kalkuliert damit, dass uns entweder Dragoran irgendwas nimmt oder dass uns vielleicht das Aerodactyl noch irgendwas wegschießt. Ich bin mir wie gesagt fast sicher, dass wir den Hyperstrahl einmal getankt hätten. Okay. Highlander Habitäre, grüß dich und wie geht's euch? Du, ganz gut, wir sind im Finale von der Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Kampf, wir haben gerade leider die Yassi verloren, aufgrund von einem Hyperstrahl-Crit. Aber ansonsten ist noch alles möglich, wir können das immer noch schaffen. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Cute Mr. Habitäre, WB. Ist etwa tot? Ja, die Yassi ist uns leider gerade vom Siegfried ganz bösartig aus dem Leben geschossen worden. Aber sie hat gecarried. Sie hat sehr gut gecarried. So, letzter Kampf, mal wieder gegen Blau. Sein Team ist diesmal viel, viel stärker als wir sonst. Er hat voll entwickelte Pokémon komplett diesmal. Sein stärkstes Pokémon ist Glurak auf Level 65. Das Glurak ist verdammt gefährlich. Sein Simsala, wissen wir, ist auch verdammt gefährlich. Also es kann jetzt noch eine Menge schief gehen. Es kann aber eine Menge gut gehen. Ja, also wir haben noch nicht durch. Aber einfacher werden tut es jetzt nicht. Er fängt immer mit Tauwas an. Das heißt, es ist immer Antwort mit Blitzer. Okay, warten wir's. Letzter Kampf. Do or die. Er ist ungefähr 5 Minuten vor uns Champ geworden, nur damit wir jetzt seinen Champ-Titel wieder abnehmen.
Finalkampf. Er hat 6 Pokémon, die anderen haben 5 gehabt. Okay, Taubos ist eigentlich immer ein Kill, wenn Donnerblitz trifft. Das war ein Crit, mehr das aber nicht. Da kommt Simsala. Ich werde jetzt nicht rauswechseln. Ich werde es im Kauf nehmen, Blitzer zum Verlieren. Weil ich jetzt sonst Tempo verliere. Wenn ich jetzt rausgehe, ich kann das Simsala sowieso nicht outspeeden und ich kann aber auch nicht 2 Treffer von dem Viech leisten. Deswegen ist immer schlauer drin zu bleiben. Vielleicht schafft er sogar einen Donnerblitzkill damit. Knapp. War wieder ein Crit. Okay. Jetzt haben wir aber leider verwirrt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem. Müssen wir ein bisschen hoffen. Nice. Ohrgefahr weniger. Rizaros. Das kann Erdbeben sein, das kann Geovisur sein. Warte mal, kann er das überhaupt? Das kann aber auch leck, das kann Hornbohrer sein. Gegen Hornbohrer habe ich jetzt kein Typing nicht, was das verhindert. Also so traurig, wie sich das jetzt anhört, was er mir jetzt am ehesten leisten kann zum Verlieren, ist Bisaflor. Lamascha macht so wie in DBD sterben, aber du hast brutal gecarried gegen Siegfried. Und du wartest noch am Leben, wenn der Crit nicht gewinnt war, da bin ich mir 1000%ig sicher. Es wird jetzt so werden, ich werde in Bisaflor gehen, weil das das einzige Pokémon ist, was man jetzt erlauben kann zum Verlieren, weil das hilft mir jetzt nichts mehr. Silberblick, okay, nice. Das heißt automatisch Kill, weil Crit. Easy. Das ist Kokowai. Das soll ja der Psycho-Attack sein. Rein theoretisch. Das kann nur 3 Attacken. What the fuck? Hypnose, Barrage und Stampfer. Okay. Das ist eigentlich ein Fall für... Wenn du nur Stampfer und Hypnose kannst. Warte mal, was brauche ich denn dann noch? Ich brauch's... Das Blitzer brauche ich für das Gyarados. Rein theoretisch. Oh, warte mal, wir könnten jetzt eigentlich schon im Flash gehen, weil wir haben eine Nadelrakete, das ist 4-fach effektiv gegen Kokowai. Search, Hypnose trifft. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir rechtzeitig aufkommen. Macht nicht allzu viel Schaden. Okay. Das tankt mir jetzt maximal noch 2 Mal, je nachdem wie oft er trifft. Okay, einmal tankt man es noch. Oh, jetzt geht er wieder Stampfer. Okay, ich muss drin bleiben. Wenn ich auswechsel, verliere ich Tempo. Oh, trifft die Hypnose. Ist das Kokowai jetzt mein Enkel? Oh, nice! Sofort aufgewacht. Okay, der hat mir jetzt eigentlich ein wenig mehr Schaden erhofft, aber Hyperstrahl killt an der Stelle jetzt eigentlich safe. Gut, dass er nicht mehr für Hypnose geht. Okay, das Kokowai macht Schwierigkeiten. Okay, always kills, nice. Gyarados. Leider ist Blitzer hier.
deswegen bleiben wir hier drin. Das war eigentlich unsere Antwort gewesen, auf Garados mit Donnerblitz, weil es auch vierfach effektiv gewesen war. Aber wir greifen jetzt mit Hyperstrahler an. Vielleicht gelangt das. Gemäß dem Fall, wir überleben die Hydropumpe. Das ist ein Crit. Jetzt wird's brenzlig. Jetzt wird's halt brenzlig, gell? Crit auf Relaxo war jetzt devastating. Okay, das ist relativ guter Damage. Hyperstrahl geht daneben, das ist gut für mich. Okay, der Crit macht richtig viel Schaden. Okay, Garados ist raus, somit bleibt nur noch Glurak über und ich sag's eigentlich, wie es ist, ich werd auch Bisaflow abwerfen. Rausswitchen nimmt mir jetzt komplett alle Möglichkeiten. Auf das Glurak kann man nur noch 2 antworten. Das ist einmal Price, der safe outspeedet und einmal Garados, der mit Wasserattacken was regeln kann. Und das Viech hat Schlitzer. Blöderweise. Das heißt, wir greifen mal aus, was man stark kann. Chip Damage. Bester Damage. Das wäre der Killser an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das Bisaflow überlebt. Okay, Respekt. Je mehr Chip Damage muss man machen können, umso besser ist. Warum hat ein Feuersturm jetzt nur 15 KP Schaden gemacht? War das ein Bug? Ach, das war Feuerwirbel. Okay, nevermind, ich hab nichts gesagt. Entschuldigung, das war Feuerwirbel und nicht Feuersturm. Jetzt haben wir einen Feuerwirbel gefangen, da können wir nicht mehr angreifen. Das ist sowas ähnliches wie ein Wickel. Rip Bisaflow. Price, du musst es regeln. Instant Psychic. Easy. Wir haben ein Pokémon Blau geschafft. Oh leck, jetzt ist es aber noch mal gravutisch geworden, hey. Heilige Scheiße. Jetzt ist es aber noch mal verdammt eng geworden. Danke für die GGs, Leute. Dankeschön. Oh leck. Nur 5 ja, nicht das Spiel. Nicht das Spiel. Weil wir auch. Das Spiel, das ist im Vergleich Pillepalle. Von dem Spiel, wo sie redet, das Emerald Kaizo. Das haben 5 oder 6 Leute weltweit, glaube ich, erst geschafft, das zum Hardcore-Nassel. Und das ist aber, da reden wir aber von einer ganz anderen Schwierigkeit. Wer ist jetzt Ulan tot? Die Assi, meine Wenigkeit, der Ripsi, der Flash, ja genau, die 4. Die 4 haben gestorben. 5000 Punkte verspielt, aber Glurak rasiert. Okay. Boah, leck, wie viele Punkte haben denn da im Pot Spinzes? Wahnsinn. Also, GZ an alle, die daran beliebt haben, dass wir die Nuzlocke Challenge schaffen. GZ an euch und eure Punkte. Ich hätte es bis vor ein paar Sekunden nicht mehr für möglich gehalten. Alles fürs Team. Alles fürs Team. Teil des Schiffs, Teil der Crew.
Alter, da waren einfach fast 55.000 Punkte im Pot. Gut, dass ich die will. Und mit Aufnahme in die Ruhmeshalle erfolgt automatisch das Bestehen der Nuzlocke Challenge. Das ist Name unser Team. Heil den siegreichen Toten, ja. Obwohl es wirklich haarscharf geworden ist. Der Gary ist wirklich, also der Blau, besser gesagt, ist wirklich verdammt stark gewesen. Aber mit dem Team haben wir, glaube ich, zumindest, wenn man mal von legendäre Pokémon absagt, die besten Chancen gehabt. Wir haben eine Ingame-Spielzeit von fast 24 Stunden gehabt. Ja, was soll ich sagen? Das war Pokémon Blau Hardcore Nuzlocke. Das Projekt ist vorbei. Nach knapp 3,5 Stunden haben wir den Wumms erledigt. Und ihr wart dabei, ihr wart Teil davon, Freunde der Sonne. Vergesslicher, unwichtig, vielen Dank für der Following. Hi, ich bin Noah, wie geht's dir? Das ist schön, dass du zu uns hergefunden hast. Du hast leider das Finale zur Pokémon Blau Hardcore Nuzlocke versäumt. Ansonsten geht's uns gut. Wir haben die Challenge geschafft. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns. Geil war's? Ja, geil war's. Ja, ich sag jetzt mal so, von den Spielen, die man Hardcore Nuzlocken kann, ist Blau wahrscheinlich jetzt, oder haben die Main Games, die Vanilla Games, nicht unbedingt die schwersten Spiele, sich da rauszusuchen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war die Top 4 nicht ohne. Ja, wir haben zwar bis zum Siegfried eigentlich ein lockeres Leben gehabt und auch so, bis wir zur Top 4 gekommen haben, war es nicht wirklich herausfordernd. Wie gesagt, da haben andere Spiele deutlich schwerer. Es wird mit Sicherheit irgendwann wieder ein Hardcore Nuzlocke kommen. Wahrscheinlich aber nicht in absehbarer Zeit. Die Nuzlocke jetzt haben wir ja im Endeffekt auch vorgezogen. Die war ja jetzt so gesehen noch gar nicht geplant gewesen. Aber ich habe Spaß daran gehabt. Es war mal eine nostalgische Reise für mich. Pokémon Blau war mein erstes eigenes Videospiel, was ich selber gehabt habe. Der eine oder andere von euch hat auch mit dem Spiel angefangen oder hat seine Kindheit damit verbracht und ich glaube, es war einmal ein bisschen eine ernüchternde, oder was heißt ernüchternde? Es war mal ein wenig etwas anders. Nichtsdestotrotz sage ich gleich dazu, wir haben ja die letzten 2-3 Monate recht viel mit Retro-Titeln verbracht, mit Herr der Ringe. Wir hätten Harry Potter mal angeschnitten, das haben wir pausiert, das kommt irgendwann Ende des Jahres wieder. Wir haben jetzt ein Gameboy-Spiel gespielt. Die Retro-Titel, diese Retro-Reise wird jetzt auf unbestimmte Zeit pausiert. Ja, wir widmen uns jetzt demnächst wieder neu modernen Spiele, vor allem wieder mehr Richtung Story-Content. Ich weiß schon ganz genau, was wir jetzt demnächst spielen, das sage ich jetzt dann nachher noch. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe Spaß gehabt an der Nuzlocke und ich glaube, die mehreren von euch oder der Großteil von euch, auch die jetzt vielleicht mit Pokémon nicht ganz so viel anfangen können, die haben es auch recht gut genossen, da ich jetzt schon fast behaupten. Gut. Dann können wir da an der Stelle einmal die Szene switchen. Perfekt. Retro passt für mich irgendwie auch besser im Winter. Wie gesagt, wir werden den Retro-Titeln jetzt erst einmal eine ganze Weile lang die Abkehr erteilen. Wir werden uns jetzt tatsächlich wieder neu modernen Spielen widmen. Wir haben aktuell noch Wulong am Laufen, wo ich zwar nicht sagen kann, wie lange es noch geht. Werden wir aber weiterspielen. Das nächste Spiel, das Könige glaube ich jetzt gleich, ich glaube der Großteil kann es eh denken.
was wir als nächstes spielen. Weil wir es einfach nicht nehmen los. Ich kann Ihnen zwar nicht garantieren, wie regelmäßig ich es machen kann,